Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns jetzt mitnimmt und uns eine kleine Führung gibt durch die Helvetiastraße, so auf Höhe von Nummer 1 bis 3. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Sehr schön, obwohl ich die Helvetiastraße nicht kenne. Wir haben ja schon festgestellt, die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und ihr habt auch nicht widersprochen. Aber 1 bis 3 sind natürlich die ersten 3 Folgen der insgesamt 5-teiligen Serie Helvetiastraße 17 oder Pfarrer Iselis erster Fall. Genau. Soll ich mal loslegen, weil es ist doch viel passiert und es gibt einiges an Personal. Sehr gern. Fangen wir doch mit dem Opfer an, denn es gibt einen Mordfall, Maria Kunz. Eine schwierige Biografie hat sie. Ermordet wurde sie auch wahrscheinlich deswegen, man weiß es nicht genau, aber sie wurde erwürgt und verhaftet wird relativ schnell Gaudenz Moser, ein junger Mann, der eben kurz vor der Tat bei ihr war und sonst sich auch auffällig verhalten hat. Und so ist Kommissar Schäubli relativ schnell der Meinung, seinen Täter zu haben. Aber er hat die Rechnung nicht ohne den Wirt, sondern ohne den Pfarrer gemacht. Denn der Onkel von Gaudenz reist ins Bündnerland, um dort den Basler Pfarrer Iseli zu holen. Der dort so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben wurde, offiziell wegen seiner Gesundheit, inoffiziell aber weil er offensichtlich einen Hang zum Ermitteln hat. Hat die Kirche gedacht, den parken wir mal dort, bringt aber nichts, weil Moser kommt und holt ihn zurück, damit Pfarrer Iseli seinem ehemaligen Lämmchen, und er hat den Gaudenz aufwachsen sehen, aus der Patsche hilft. Und das versucht er auch in Zürich zu tun, taucht dort ein in die Gemengelage, und wichtig ist dort, er wohnt beim anderen Pfarrer, beim Pfarrer Müller, und der junge Vikar, der bei diesem... Huber? Genau, Vikar Huber wird an Iselis Stelle mal ins Bündnerland geschickt. Was auch ganz gut ist, weil Vikar Huber nämlich die tote Maria Kunz gefunden hat. Mit einer Serviertochter zusammen. Und zwar mit einer Serviertochter aus der Schwarzen Tinte. Das ist ein heißer Hotspot dort in Zürich, wo sich alles trifft, wo der Moser sitzt und mit seinen Kumpanen Bier trinkt, wo sich Detektive der Polizei herumhören und wo auch Pfarrer Iseli ab und zu mal hingeht. Maja arbeitet dort und Gabi. Pass auf, jetzt ist es aber noch nicht ganz so einfach. Wir haben die Polizei, die ermittelt, wir haben den Pfarrer, der ermittelt, und dann gibt es aber auch noch die Presse. Die Journalisten, genau. Genau. Allen voran Herr Schellenbaum mit seinem Fotografen. Und Herr Schellenbaum ist nicht nur mit Gabi, wir haben es schon gehört, Serviertochter in der Schwarzen Tinte, verlobt, sondern immer auch auf der Jagd nach dem nächsten großen Heuler, Hühler. Genau. Rasender Reporter, genau, der Heuler. Und er verfolgt diesen Fall auch und treibt auch Polizei und auch Pfarrer Iseli ein bisschen vor sich her mit seinen Schlagzeilen. So hat er jetzt zum Beispiel, und da haben wir geendet, Teil 3, damit geendet, dass er quasi den Pfarrer in seinen Ermittlungen so ausstellt, dass das dem Großvikar nicht gefallen kann. Weil, wir erinnern uns, ein Pfarrer soll nicht ermitteln. Ein Pfarrer soll Seelsorgen und Messen lesen. Teil 3 ist fertig und diese Zahlen nur noch aufgegriffen. Es kommt ein Pfeifmotiv vor, verbunden mit einem, sprechen wir es aus, mit dem Täter. Gell? Das ist ganz klar, dass er Maria getötet hat. Wir haben die Szene gehört. Und es ist aber nicht ganz klar, wie er in dieser Geschichte mit wem verwandelt ist, wo er hingehört. Er taucht an verschiedenen Orten auf, immer wieder mit diesem pfeifenden Erkennungsstückchen aus Der dritte Mann. Ich finde, du hast uns wunderbar mitgenommen. Vielen Dank für die Geschichte der Helvetiastraße. 2 Folgen haben wir noch vor uns, 2 Nummern. Großes Hörspiel, Retro, Nostalgie, Vergnügen. Mit Rudi Walter und Margret Rainer. Viel Spaß. Viel Spaß. Sagen Sie selber, meine Herren, ein Künstler, der Herr Fink. Also ich finde es ein Jammer, dass der nicht Musiker geworden ist. Ich warte noch, bis der Organist mit dem Kündigungsschreiben kommt. Wenn er nicht gerade mit einem Prozess droht, wegen unlauteren Wettbewerbs. Für das, dass so einen Haufen gegen unser Requiem protestiert haben, sind eigentlich noch ganz schön viele Leute gekommen. Bei manchen Leuten ist der Gewunder stärker als die Überzeugung. Nimmt mich Wunder, wie das heute Mittag an der Beerdigung ist. Was studieren Sie also vor sich an, Herr Pfarrer? Der Kaffee wird ja kalt. Oh je, ja.
Sie haben recht, Jungfrau Regula. Wenn ich dich kenne, aber bist du schon immer ein geheimes Krämer gewesen? Glatte Verleumdung. Ich weiss nur noch nicht ganz genau. Nein, so muss es klappen. Ich habe Herr Generalvikar mein Wort gegeben, dass ich noch heute abreise. Aber ich reise nicht ab, bevor nicht die ganze Sache geklärt ist. Ja, und du glaubst, dass es dir gelingt in dieser kurzen Zeit? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich denke schon, dass es gelingt. Denn bei vielen Menschen ist der Gewunder auch noch stärker als die Vorsicht. Ah, du hast also einen richtigen Verdacht. Das habe ich, weiss Gott. Und nicht nur ich allein. Sonst hat mir der Kommissar, der Gaudenz, nicht für heute auf freien Fuß gesetzt. Der Gaudenz ist frei. Aber das haben sie uns ja noch gar nicht gesagt. Er ist auch noch nicht frei. Aber er wird heute Nachmittag mit mir an der Beerdigung teilnehmen und danach wird ich einen wirklichen Mörder gegenüberstellen und die Sache ist erledigt. Jungfrau Regula, haben Sie sich schon um Billy gekümmert? Ja, also im Grunde genommen, nein, eigentlich noch nicht. Ja, aber das kann doch unsere Therese machen. Da machen Sie sich keine Mühe, Frau Regula. Merci vielmals, sehr höflich. Bloß, also, so Billets sind ja für ein paar Tage gültig, nicht wahr? Ich verstand Sie nicht, Jungfrau Regula. Sie werden am Ende noch ein paar Tage in Ihrer schönen Heimat bleiben, was? Eben, man weiß ja nie, nicht wahr? Also, der Herr Fink... Oho! Der Herr Fink? Also bitte, was denken Sie von mir? Ja, dann so ein wildfremdes Mannenzimmer. Ja, da ist er sicher noch geheiratet. Nein, aber sein Kollege da, eben der Zeitungsschreiber, da, der kleine, dick, wissen Sie, können Sie sich erinnern? Dem seine Freundin ist plötzlich verschwunden. Fräulein Gabi aus der schwarzen Tinte. Ja, und er meint jetzt eben der Fink. Jetzt, wo Sie den Fall so schnell gelöst haben, Sie könnten da vielleicht etwas rausbringen. Gratuliere. Der Bischof wird Freude haben, wenn er vernimmt, dass du zur Polizei umsattelst. Ja, es war also sozusagen die Bedingung gewesen. Ja, oder sagen wir das Honorar, für das er heute gespielt hat. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Mhm. So, der Weg wird hinter meinem Rücken verhandelt. Ja. Aber für den Fall, dass ich zu dieser Sache auch noch etwas sagen können, hat es jetzt nicht gelitten. Ich gehe nicht schon. Du weißt, er hat Freude und er länger willst bleiben. Ja. Ja, aber eben... übrigens, wenn du das Gefühl hast, im Vikar wird es noch gefallen, ein paar Tage ja, im Schnee oben, dann richten wir aus, er soll es noch ein Weile geniessen. Und ja, viele Leute in der Ferien und Unterricht haben wir keinen. Und zu dir gesagt, die Jungen haben einfach nicht mehr unsere Nerven. Ja, ich weiss nicht, was das Rocks ist. Aber die nehmen da gar alles so tragisch. Gerade mein Vikar Huber. Irgendetwas plagt mich. Es darf nicht wahr sein. Also Himmel, Herrgott, noch einmal. Jungfrau Regula, ich glaube... Nichts löhnt mir die Jungfrau Regula nur da. Ja. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, sie ist noch die Einzige, die in diesem ganzen Verein... Also Nerven haben Sie, meine Herren. Ich kann Sie nur bewundern. Aber Herr Generalvikar... Pfiffen auf den Herr Generalvikar. Sagen Sie doch lieber alter Klaus, es dürfte ehrlicher sein. Aber das Spiel ist ja so und so anders aus. Jawohl, meine Herren. Und ich muss Ihnen nicht sagen, dass ich so etwas von keinem von meinen Amtsbrüdern erwartet hätte. Und schon gar nicht von Ihnen, meine Herren. Aber... So, jetzt ist es. Regula, Ja. wenn Sie mir auch einen Tasse Kaffee hätten, sonst streiche ich mich schnell wieder ab. Gerne. Also nicht wahr, Herr Generalvikar. Wenn ich Sie in dieser Sache in Unannehmlichkeiten gebracht habe... Aber Sie haben doch gestern noch gesagt, wir sollen das Requiem ruhig... Aber, meine Herren, lesen Sie denn keine Zeitung? So, da ist das Kaffee. Da. Wenn Sie vielleicht wollen vorlesen, Herr Pfarrer Müller. Ich habe meine Brille in der Aufregung vergessen. Bitte, wo? Ja, was ist denn das? Ja, aber das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht möglich. So lesen Sie doch, zeigen Sie her. Das ist doch das Foto vom... Nicht wahr? Wer hätte das gedacht von unserem Herr Vikar Huber? Ja, aber Sie glauben doch nicht, dass der Vikar Huber fähig wäre. Warum nicht? In meinem Alter, Herr Pfarrer. Die Kutte macht nicht der Mönch. Vikar Huber, ein Mörder? Nein. Lassen Sie mich telefonieren, bitte. Es ist bereits geschehen. Wieso? Was soll denn das heißen? Er hat doch nicht etwa... Es wird einen Weg bald in der Zeitung stehen. Der Vikar Huber ist heute Morgen nach der Frühmesse spurlos verschwunden. Das ist... Pfarramt zur Kreuzkirche? Ja, gerne, Kommissar. Er steht gerade neben dran. Moment, bitte. Ja, Herr Kommissar. Ja? Nein, wir sind leider bis vor einer Viertelstunde in der Kirche gewesen. Selbstverständlich.
Sehr rücksichtsvoll. Ich komme sofort. Ade. Das heisst, wenn Sie mir die Erlaubnis geben, Herr Generalvikar. Zuerst sagen Sie mir, meine Herren, was wird hier gespielt? Und wenn Sie es mir nicht können sagen, dann ganz ist zu. Sie wissen doch, um was es jetzt geht, meine Herren. Warum haben Sie den Vikar Huber fortgeschickt? Ich meine, ist es ein Zufall? Haben Sie ihn aus dieser ganzen Sache raushalten, weil er die Maria seelsorglich betreut hat? Oder haben Sie selber ein wenig das Gefühl gehabt? Herr Generalvikar, zu Ihnen als unserem Vorgesetzten gesagt. Ich verbitte mir jede Verdächtigung in dieser Richtung mit aller Entschiedenheit. Und als Amtsbruder sage ich Ihnen, es ist unsere erste Pflicht, unseren Vikar Huber so lange zu schützen, Ich lasse schnell ein Taxi kommen. bis etwas von diesen absurden Behauptungen überhaupt bewiesen ist. Aber warum haut er es noch ab? Warum stellt er sich nicht? Weil er noch jung ist, weil er vielleicht den Kopf verloren hat und vielleicht weil er weiss, wie lieblos seine Mitbrüder in der Regel sind, wenn es um die vermeintliche Ehre von unserer Mutter Kirche geht. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Generalvikar. Die Ehre ist Hafenkäse, wenn sie auf Kosten von der Nächstenliebe geht. Und wenn unser Vikar Huber sagt, was ich bestreiten möchte, ein Mörder sei, dann hat er doppelten und dreifachen Anspruch aufs Mitleiden. Verstehen Sie mich recht? Ich sage Mitleiden, nicht einfach Mitleid. Und auf die Liebe wenigstens von seinen geistigen Mitbrüdern. Ja. Danke für die Unterweisung. Nur vergessen Sie nicht, was der gnädige Herr am letzten Kapitel gesagt hat. Ich habe in dem Zürich um die 20 Priester zu wenig und 30 zu viel. Weiter als bis in das Oberfatz kann er mich auch nicht verbannen. Das Taxi sollte in 3 Minuten da sein. Glauben Sie, es könnte gut sein, wenn ich mitkäme auf die Polizei? Ja, also, ich glaube, ich verstand mich recht gut mit dem Kommissar. Einzig, wenn Sie mich von meinem Wort entbinden, heute abzureisen. Aber das ist doch klar. Ich gebe auf Kur Bericht, dass eine Aushilfe auf Oberfatz geschickt wird. Ich bin auf dem Generalvikariat und warte auf Ihren Bericht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Generalvikar. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie raus, Herr Generalvikar. Was ist jetzt, Herr Pfarrer? Mir ist schon halb ein Elend. Jungfrau Regula, denken Sie an die grossen Frauen in unserem Kirchenkalender. Sie kennen die heilige Jeanne d'Arc zum Beispiel. Ich kann nicht Französisch, Herr Pfarrer. Und wenn Sie mit den grossen Frauen kommen, dann verlangen Sie jedes Mal etwas Verrücktes von Ihrer armen Regula. Sie suchen den Herr Vikar Huber. Das machen Sie doch für mich. Ja, aber wo? Denken Sie ans Wort von unserem Herr. Wer sucht, der findet. Es ist der Charlie mit dem Moser Vinzenz. Jetzt mach doch auf, Maja! Meierli! Ich seh ja das Licht, stell dich doch nicht absent. Was steht da drauf? Hast du schon mal so etwas gesehen an einem ehrbaren Restaurant? Wegen Todesfall geschlossen. Für so etwas ist man seit Jahren Stammkunde. Wenn man mal Durst hat, machen sie den Laden dicht. Macht's. Du, für solche Fälle haben wir die freie Wirtschaft in der freien Schweiz. Charlie, wir hauen uns zur Konkurrenz. Was hab ich gesagt? Ich Lob bin. So macht doch nicht so einen Maisgottverdeckel, dass die ganze Straße zusammenläuft. Kommen Ihnen aber keine Laute, verstanden? Hocken mich nicht wegen dort in die Ecke. Oh, echt? 2 grosse nehme ich an. Nicht einen halben Weissen, aber Premiere schon, hä? Genau. Von heute an gibt's keinen Verschnitt mehr. Die Zeiten sind vorbei. Tja, schaut nur, dass ihr nicht auf die Jähe gesetzt werdet. Ihr habt mir meine ein bisschen viel Geld in den letzten Tagen, hä? Macht's etwas. Ehrlich verdient. Ich tue nichts anderes als mich einsetzen für meine Verwandten, stimmt's? Genau. Wenn dein Einsatz noch nicht zu gefährlich ist. Was soll das jetzt wieder heißen? Das ist ein recht gefährliches Spiel spielen, meine Herren. Du, was will denn der? Weiss ich's. Fred, was soll's? Lass mich. Ist erlaubt. Sicher. Wenn Sie ein Gläschen mittrinken wollen. Merci, kein Alkohol am Vormittag. Aber nicht jemand im Dienst. Sehe ich aus wie ein Deckel? Ja, also heutzutage, ich weiss nicht. So, ein halber für die Herren. Was willst du? Gib mir einen Kaffee. Ja. Aber in der Tasse. Ja. Schöne Geschichte da mit dem Vikar. He? Wer hätte das gedacht? Und zuerst haben die Klünke meinen Neffen. Ja, ich darf gar nicht daran denken. Aber wir haben ihn rausgehauen. Ganze Presse mobilisiert und so. Ah, das sind Sie gewesen. Das Interview da vorgestern in der Morgenpost. Ja. Ausgezeichnet. Ja, dummes Zeug. Verdreht haben sie alles. Schweig doch, Schwachkopf. Was weißt denn du davon?
Bin ich ein Moser oder bist du mit dem Gaudenz verwandt, hä? Eben. Man sagt, der Vikar Huber hat schon längere Zeit ein Geschleik mit der Maria, oder wie sie geheissen hat. Tatsächlich? Von dem habe ich nichts gewusst. Ich weiss nur, dass der Lümmel von einem Gaudenz sich einlassen mit so einer Gritte. Komm, also immerhin, gell? Also los, wo sie noch in Form war, da hast du also ganz anders geredet. Man sagt, der Vikar hat sich in der Silvesternacht da innen, in der schwarzen Tinte, den Schlüssel geholt für die Wohnung an der Helvetiastrasse 17. Wer sagt das? Was musst eigentlich du die immer reinmischen, hä? Dann müssen wir das einmal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen, Herr... Spielt's eine Rolle? Ja, so war es nicht gemeint. Also, in der Silvesternacht. Ich bin da drinnen gesessen, nicht wahr? Ja, dich etwa nicht. Um was geht's denn? Da, dein Kaffee. Ach, mich hat's nur Wunder genommen, ob es stimmt, was man so sagt. Eben mit dem Vikar, der das Mädchen umgebracht hat. Ja, also wenn Sie mich fragen... Wer fragt denn die? Lasst sie ihn doch. Also, da ist doch irgendwo mehr Dreck in der Pumpe. Das zieht doch irgendwo nicht recht. Zuerst der Jungmoser, dann nicht der Jungmoser, dann der Vikar. Also ich kenne ihn ja nicht besonders, aber er hat, so viel ich weiss, den besten Ruf in diesem Quartier. Ja, gut, dass er vielleicht ein bisschen viel Krankenpsych gemacht hat an der Helvetiastrasse 17. Ja, ich glaube, du hast ab und zu etwas erzählt, Meierli, aber... Ich? Was geht denn das mich an? Ja, aber jetzt los mal. Nein, also komm. Um es gerade raus zu sagen. Ich will aus bestimmten Gründen ganz genau wissen. Also das wäre mir ein Hunderter wert. Oha. Wenn ich mich genau darauf verlasse, dass der Vikar in der Silvesternacht da reingekommen ist, den Schlüssel für die Helvetiastrasse 17 geholt hat und allein weggegangen ist. Schluss. Was ist schon los? Aufmachen! Polizei! Und Schmier! Hopfried, aus in die Wohnung gut! Ist gut, ich raus. Nein, jetzt kommen die auch noch. Sollen sie doch? Ach so. Aber Sie sehen doch, wir haben ja zu, meine Herren. Wir sehen's. Für Stammgäste machen wir eine geschlossene Gesellschaft. Immer schön vornehm. Die Herren wollten sowieso gerade gehen. Moser, Sie wollten zahlen? Ja. Wenn Sie Platz nehmen wollen. Ich habe gerade einen Kaffee oben. Wir wollen niemanden vertreiben. Bleiben Sie ruhig. Also ich muss. Warum auf einmal so pressiert, Charlie? Haben ja noch nicht einmal die halbe Flasche. Wem gehört denn die Tasse da? Die Tasse? No. Meierli, Ja. der Herr Detektiv möchte wissen, wem deine Tasse da ist. Also bringen Sie uns 2 Kaffee. Sofort. Ist erlaubt, die Herren? Ja, gut zugeguckt, aber ich sollte wirklich. Also, 5 Minuten, wo brennt's? Wir sind ja nicht Feuerwehr, aber wenn du nicht aufpasst mit deinem Stumpen, brennst du noch ein Loch in den Tisch. Verrückt! Nicht gerade das beste Wetter heute, hm? Gerade wie gemacht für eine Beerdigung. Ja, das kann man sagen, weiss Gott. So. Zucker steht dort. Bedienen Sie sich. Merci. Ja, danke. Also los, um was geht's? Noch keine Hast. Wir haben ja Wirtesonntag, sozusagen. Ich nehme an, Sie haben die Morgenzeitung gelesen. Warum? Wenn ihr das jetzt auch noch verbieten? Tja, mit ein bisschen Grips hätte man ja schon früher draufkommen. Nicht für ungut, aber wir haben ja alle gesagt, der junge Moser kann es nicht sein, aber eben... Übrigens, wann lassen wir ihn denn jetzt eigentlich laufen? Soviel ich gehört habe, sitzt er immer noch auf Staatskosten. Das ist nicht unsere Sache. So nicht. Aber wenn der Gaudenz nicht schon sehr bald rauskommt, dann red ich mit dem Präsidenten persönliches Wörtli von Mann zu Mann. Das können Sie meinetwegen machen, aber besser noch vor der 12. Flasche. Auch noch eben vornehm das Weili, an einer gewöhnlichen Werktung. Der Wohlstand ausgebrochen. Was heisst da gewöhnliche Werktung? Haben Sie nicht gelesen an der Tür? Wegen Todesfall geschlossen. Jawohl. Und am Nachmittag gehen wir auf den Gottesacker. Das hat sie verdient, unsere Maria. Manchmal wäre es gescheiter, man würde ein bisschen besser auf die Leute schauen, solange sie noch da sind. Wie meinen Sie das? Oh, im Grunde genauso, wie ich sage. Mein Kollege findet es höchstens ein bisschen eigenartig, dass niemand zu so einem Kreis. Was heisst euren Kreis? Noch keine falsche Empfindlichkeit. Ihr habt doch einen schönen Kit da um die Tinte herum. Da hätten wir doch dürfen annehmen, dass in die Silvesternacht mindestens jemand ein bisschen aufpasst hätte auf das Fräulein Kunz, nicht wahr? Gottfried Stutz, wer hätte dann können vermuten, dass der Vikar so einen ist? Halt mal! Jetzt haben Sie doch gerade vorhin gesagt, mit ein bisschen mehr Grips hätten wir draufkommen. Aha, eins Wort im Maul rumdrüllen. Nein, nicht mit dem Meier. Wenn Sie Verhör machen, bitte, ich bin in einer halben Stunde fertig zum Mikro, aber da... Wir laden Sie dann schon rechtzeitig ein, wenn Sie so weit sein sollten. Als erst hätten wir nur gern gewusst,
was der Vikar Huber für einer war. Ja, dann müssen Sie nur da über die Straße um 50 Meter weiter geradeaus, dann kommen Sie zum Pfarrhaus, wo er gewohnt hat. Genau. Dorthin kommen wir, genau. Und der Herr Pfarrer Müller, der hat behauptet, er sei in der fraglichen Nacht... Silvester. ...jawohl da rein gewesen und hat mit euch angestoßen, weil der Vikar vorausgegangen sei. Und zwar in Begleitung von einer der Serviertöchter. Welche weiss er nicht mehr genau. Also, kurz und gut, wie war das genau an diesem Abend? Ja, wann genau soll denn das gewesen sein? Also Gottfried Stutz, ich könnte mich wirklich nicht erinnern, aber Sepp heisst nichts. Es war Hochbetrieb, das können Sie sich hoffentlich vorstellen, oder? Soviel ich mich kann erinnern, ist der Herr Vikar den Schlüssel heuschen und ja, dann ist er gegangen. Vielleicht das Gabi. Und dass der Vikar den Schlüssel gehäuscht hat, das hat sie nicht weiter verwundert. Das war ja weiss Gott nicht das erste Mal, aber was geht denn das mich an? Und die Herren, ihr seid doch sicher auch da reingehockt. Natürlich macht's etwas. Also ich kann nur sagen, wir haben gesungen und getrunken und sind fröhlich gewesen. Weil das eben so ist an einem Silvester, nicht wahr? Bröstli! Ach, der Herr Pfarrer Iseli. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich bin froh, dass Sie kommen. Eine dumme Geschichte, das, was wir uns eingebrockt haben. Wir? Uns? Naja, nicht direkt eingebrockt, aber... Wir haben ja schon allerhand dran gesetzt, dem Gaudenz nicht zu glauben. Und ich fürchte, wir sind vom Regen in die Traufe gefallen. Ich kann es Ihnen als Polizeibeamter nicht übel nehmen, wenn Sie annehmen, dass unser Vikar Huber wahrhaftig... Herr Pfarrer, nicht für ungut. Wir sind alles Menschen. Und wenn ich morgen würde hören, mein bester Kollege hätte in einem Uhrenladen eingebrochen, also... Ach, was soll's? Es ist keiner sicher von sich selber. Da haben Sie recht, durchaus. Wenn er nun nicht so blöd abgehauen wäre, das bringt ihn doch wirklich stark in Verdacht. Wer sagt denn, dass er freiwillig ab ist? Ja, also ich weiss nicht. Möglich ist alles. Aber ob Sie sich da nicht an einen Strohhalm heben. Aber, Herr Pfarrer, ich hätte ein paar konkrete Fragen, wenn Sie gestattet. Legen Sie los. Erstens. Sie haben einen bestimmten Verdacht, wer noch als Mörder könnte in Frage kommen. Und Sie haben gehofft, wenn ich Ihnen heute den Gaudenz Moser rausgebe, dass Sie dann den betreffend könnten stellen, stimmt's? Stimmt. Aber mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. So. Können Sie nicht. Aber ich darf doch annehmen, dass Sie nicht an den Vikar Huber gedacht haben. Das anzunehmen möchte ich darum beten haben. Sie haben aber gute Gründe anzunehmen, dass es einen Mörder gibt, der sich da umeinander aufhaltet und wo nach Ihren Vermutungen heute an die Beerdigung kommt. Das haben Sie doch. Aber Sie wollen natürlich auf privater Basis sozusagen den Grosskuh landen, nicht wahr? Ein bisschen Faserbraun spielen und so. Aber wissen Sie auch, was Sie da damit machen, Herr Pfarrer? Deutlich und deutsch. Sie erschweren unsere Arbeit. Und wissen Sie, was das heisst? Und vielleicht auch, was das nach dem Gesetz bedeutet, ein Verbrecher zu decken vor dem Zugriff von der amtlichen Instanz. Herr Pfarrer! Sagen Sie mal, kennen Sie vielleicht den Ausdruck Beihilfe zum Verbrechen? Ach so, da pfeift der Wind. Na, Sie wollen es ja so haben. Also. Ich verstand nicht. Nein, der zieht nicht, Herr Pfarrer. Sie verstehen sehr gut, was ich wissen will. Aber vielleicht verstehen Sie es besser, wenn ich Ihnen sage, dass es mir von allem Anfang an nicht hat passen, dass der junge Vikar so plötzlich hat verschwinden. Ich weiss nicht, wer das alles eingefädelt hat, aber ich muss sagen, es ist Generalstabsarbeit. Sie werden hoffentlich nicht erwarten, dass ich mich auf den Ton einlasse. Merken Sie sich, mit Drohungen können Sie nicht erreichen bei Leuten, die nichts zu fürchten haben. Und was hier Ihre Anspielung betrifft, die möchte ich überhört haben. Also ich an Ihrer Stelle. Wobei, ich möchte beifügen, dass auch meine schwache Geduld ihre Grenzen hat. Verstehen Sie mich? Und jetzt möchte ich augenblicklich mit Pfarrkind sprechen, der Herr Gaudenz Moser. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ich habe gemeint, Sie heben jetzt mit dem Vikar Huber der wirkliche Schuldige. Bis wir das sicher wissen, bleibt auch Ihr Herr Moser weiterhin unter Verdacht. Und damit Sie klar sehen, Herr Pfarrer, der Kreis um die Verdächtigen weitet sich immer mehr aus. Und zwar auch auf Leute, die es offenbar selber nie würden vermuten. Ich wäre Ihnen auf jeden Fall dankbar, wenn Sie sich auch in den nächsten Tagen zur Verfügung halten könnten. So, das wär's. Was meinst du, wie das hier geht? Pass mal auf, Finker. Ja.
Schmerzliche Bewegung drückte die gebeugte Haltung des Pfarrers aus, als er in schwarze Gewänder gehüllt am symbolischen Katafalk vorbei zum Altar schritt. Mit tränenerstickter Stimme sang auf der Empore die Pfarrköchin des Meisterdetektivs aus Oberpfalz, dass dies ihre, in Klammer fürs einfache Volk, Tag des Zornes, verstehst du? Und sie dachte dabei wohl eher an den jungen Geistlichen, der so tief gefallen war, als an sein armes Opfer. Und, zufrieden? Es gibt einen Moment, wo ich froh bin, dass ich nur fotografieren muss. Aber pass auf, dass du nicht deinen ganzen Schmalz verpuffst, sonst bleibt dir für die Beerdigung nichts mehr vor. Zyniker geworden, hä? Du, wer unterhaltet sich denn dort vorne so angeregt mit dem Trudi? Was? Ja, wer ist denn? Kopfverdeckel, der hat mir gerade noch gefehlt im Familienbüchli. Los, fangen ab, ich bin nicht da. Wo ist denn? Herrgott, wo habe ich denn meinen Job hergehängt? Schon zu spät, mein edler Ritter. Hochwürden marschieren direkt auf uns zu. Guten Tag. Ah, herzlich willkommen, Herr Pfarrer. Ich habe gemeint, Sie seien schon lange wieder zurück in Ihr malerisches Dörfli. So, haben Sie gemeint. Guten Tag. Grüezi. Mit was können wir dienen? Das will ich Ihnen gerade sagen. Ich möchte Sie nicht lange aufhalten. Das heisst, wenn Sie mir verraten wollen, wie Sie im Besitz von dem fantastischen Briefwechsel vom Herr Vikar Huber mit seiner geliebten Maria Künzselig gekommen sind. Aber, Herr Pfarrer, Sie verstehen doch sicher. Ich meine, Sie haben doch Ihr Beichtgeheimnis. Und wir haben auch unser Berufsgeheimnis, nicht wahr? Die Sprüche können Sie sich für Ihre Leser sparen, Herr Schellenbaum. Man sollte so grosse Sachen wie ein Berufsgeheimnis nicht zu viel im Müll umtragen. Und besonders dann nicht, wenn man sich fahrlässig zum Komplizen von einem Verbrecher macht. Also jetzt gehen Sie endgültig zu weit. Wirklich, Herr Pfarrer. Herrgott, meinen Sie denn, dass es angenehm war für uns, so etwas zu berichten? Aber die Wahrheit geht vor. Auch wenn sie hart und bitter ist. Sie rühren mich zu Tränen, Herr Schellenbaum. Himmel, nochmal, ich habe dir gesagt, Schelli, das bringt Unannehmlichkeiten. Übrigens noch besten Dank, Herr Fink, für Ihr Orgelspiel. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch mit so einer künstlerischen Begabung mitmachen in so einem Gewerbe. Jawohl, Herr Schellenbaum, starren Sie nur lächer in meinen Kopf. Ich habe Gewerbe gesagt. Und ich kann es nicht zurücknehmen, bevor Sie mir nicht sagen... Aber Herrschaft abeinander, ich kann es doch wirklich nicht. Ich schreibe es ja in der Zeitung, wenn Sie es genau gelesen haben. Es handelt sich um Material, das uns zugespielt worden ist und für das wir jede Verantwortung ablehnen. Finden Sie nicht, Sie machen es sich ein wenig einfach. Aber wenn Sie es nicht wissen, ich kann Ihnen sagen, von wem das Material kommt. Kennen Sie das? Was ist keine Ahnung. Das ist doch das Motiv aus... Warten Sie mal. Ich kann Ihnen helfen. Es ist das Motiv aus einem Kriminalfilm, der im Augenblick vor unseren Augen im Ablaufen ist. Verstehen Sie mich? Und eine der Hauptfiguren in dem Film ist ein Herr, knapp 30 Jahre, bestens gekleidet, schmal Gesicht, ein wenig bleich. Der Mann hat aufblondes Haar, dunkle Augen und einen Narben am Kinn, die man nicht übersehen kann. Ja, wissen Sie, wie er heisst? Mir hat er sich als Herr Jörg vorgestellt. Sie ist ein Freund vom Gaudenz Moser, aber zufällig hat der Gaudenz Moser keinen Freund, der Jörg heisst. Mir hätte er keinen Namen sagen. Aber Sie wissen, wo er wohnt? Nein, ich glaube nicht, dass er dort wohnt, wo wir waren. Der Studentenbude am Zürichberg oben. Strasse? Ja, ich habe doch nicht geschaut. Ehrenwort. Wir sind mit seinem Wagen gefahren. Noch besser, dann wissen Sie ja bestimmt die Marken oder am Ende gar die Nummern von unserem Freund im Auto. Ja, Sie haben Talent, wirklich. Also die Nummern habe ich natürlich nicht geschaut, aber der Wagen, warten Sie einmal. Entschuldigung, sind Sie vielleicht der Herr Pfarrer von Oberpfalz? Ja, der bin ich. Sie werden am Telefon verlangt, Herr Pfarrer. Bei mir vorne, wenn Sie so gut sind. Ein Telefon für mich? Ja, Herr Pfarrer. Aber wer weiß denn? Ich danke, Fräulein. Wer ist es? Sie hat Ihren Namen nicht sagen. Ich komme. Wenn Sie mir einen Augenblick entschuldigen, meine Herren. Selbstverständlich, Herr Pfarrer. Und was sagst du jetzt? Schwierig. Ich weiss ja nicht, was wir machen sollen. Da, wenn Sie so gut sind. Ah ja, Dankeschön. Ja? Hallo? Hallo? Jungfrau Regula? Hallo? Hallo? Sind Sie es, Herr Pfarrer? Ja, Pfarrer Rieseli. Wer ist dort? Jemand, der es gut meint mit Ihnen. Ja, das kann ich mir denken. Mischen Sie sich nicht in Sachen ein, die Sie nicht angehen, Herr Pfarrer. Beim heutigen Strassenverkehr kann allerhand passieren. Und kommen Sie heute unbedingt an die Beerdigung. Es wartet dort jemand auf Sie, der Sie interessiert. Hallo? Mademoiselle? Hallo? Hallo? Abgehängt. So, hat's geklappt, Herr Pfarrer? Ah ja, Dankeschön. Eine alte Bekannte. Nicht wichtig. Dankeschön. Also, meine Herren,
Wo sind wir stehen geblieben? Ja, Herr Pfarrer, nichts für ungut, aber wir haben gerade darüber geredet vorhin. Verstehen Sie mich recht, aber ich habe Ihnen bereits mehr gesagt, als ich aufgrund von unserem Berufsgeheimnis überhaupt hätte sagen. Ach so. Danach habe ich mich halt geirrt. Ich denke, es sei Ihnen wirklich etwas gelegen an Ihrer Brut, dem Fräulein Gabi. Kleine Erpressung, hä? Das haut jetzt nicht mehr, Herr Pfarrer. Falls ich es Ihnen noch nicht gesagt habe, der Fall hat sich aufgeklärt. Übrigens, die Polizei ist auch schon seit mindestens 8 Stunden auf dem Laufenden. Sie kennen doch die Frauen. Oh, excuse. Sie natürlich nicht, als Pfarrer. Über diesen Punkt könnten wir uns vielleicht ein andermal näher unterhalten. Wie ist das? Sie haben das Fräulein Gabi gesehen? Was heisst gesehen? Aber geredet habe ich mit ihr. Ja, sie war einfach ein bisschen muff, Nerven und so. Kann ich ja verstehen mit meinen Reims. Und dann hat sie halt gemacht, was jeden Tag 1000 andere Mädchen auch machen. Sie hat das Köfferchen gepackt und ist gegangen. Moment, mein Lieber, mir hast du gesagt, dass Trudi hat telefoniert. Ja, komm, wird nicht pedantisch. Also, das Fräulein Trudi hat mit ihr telefoniert? Ja, ihr wollt es aber genau wissen. Gut, meinetwegen. Aber was ist das für ein Unterschied, möchte ich wissen. Und wo, wenn ich so indiskret sein darf, haltet sich Ihr Fräulein Brüt zurzeit auf? Also, damit Sie beruhigt sind, im Hotel Cavalluccio Marino in Senigallia, Italia. Interessant. Und Sie als geübter Rechercheur haben natürlich sofort nachgeforscht, ob das stimmt, nicht wahr? Was soll das heißen? Ich spioniere doch mein Mädchen nicht nach, Herr Pfarrer. Möchte sagen, einen ausgesprochenen Fehler. Wieso? Ich meine, gerade in Ihrem Beruf kann man nicht vorsichtig genug sein, wie gerade wieder die Briefe vom Vikar Huber an Sie angebliche Geliebte und spätere Opfer beweisen. Sie haben einen Zau auf mich, das kann ich ja verstehen, Herr Pfarrer. Schally, bist mir nicht böse, was da der Herr Pfarrer sagt. Ich bin ja nur Fotograf, aber... Komm, jetzt langt's mir, gell? Also gut, machen wir halt einen Test, einverstanden. Rudi? Ja, würdest du schnell mal anrufen in das Hotel Cavalluccio Marino? Ja, in Senigallia, ja. Gut, danke. So, jetzt wollen wir es also wissen. Stäubli. Ja, verstanden. Ja. Schicken Sie sich Gottes Namen rein. Ja, und noch etwas, Korporal. Lassen Sie mir den Untersuchungsgefangenen Moser Gaudenz kommen. Ja, danke. Ja, nur rein. Grüezi. Wir haben euch sicher auch schon noch immer gesehen. Wenn es mir recht ist, schwarze Tinte. Habe ich recht? Genau. Das Fräulein Meier in dem Fall. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Und? Was kann ich für Sie tun? Übrigens, aber das haben Sie ja sicher gehört, das mit Ihrer Kollegin ist dann ein Blindgänger gewesen. Gott sei Dank. Ich hatte ja schon richtig Schiss, verstehen Sie? Man kommt ja langsam nicht mehr raus, was überhaupt los ist. Meine, ja, ich hoffe, Sie haben sich anständig aufgeführt. Die 2 Deckel? Ah, die Herren sind also von Ihnen gewesen. Eine Routinesache, wieder keine Bedeutung. Ja, das sagen Sie. Wieso? Lassen wir es doch gut sein. Tun ja auch noch Ihre Pflicht, wie man so schön sagt. Aber wegen dem bin ich dann etwa nicht hierher gekommen. Nein? Sondern? Ja, ich komme wegen Vikar Huber. Sagen Sie bloß grad, Sie wissen, wo er steckt. Ja, und wenn ich es wüsste? Jetzt wird's spannend. Also, wie gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen, das mit dem Seppli Huber. Seppli? Ja, also, dem hochwürdigen Herr Vikar Huber, wenn es Ihnen lieber ist. Er hat es zwar amigs gar nicht so gern gehabt, wenn man ihm zu viel Ehre angetan hat. Ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Nichts, wollte ich sagen. Nur, ja so, wenn ich etwas könnte tun für meinen Herr Vikar, also nicht wahr, aber eins steht fest, ein Bürger. Nein, ein Bürger ist mein Vikar nicht gewesen. Also jetzt hören Sie mir aber auf mit dieser legeren Tour, Maya. Fräulein, Maya, für Sie. Also keine Flause jetzt. Wissen Sie, was sie da behauptet? Sind Sie sich im Klaren? Bitte, dann habe ich halt nichts gesagt. Aber Gott verdeckel, was meinen Sie dann, wieso, dass er das gemacht hat? Ja, ne? Himmel, Herrgott, ist dann die Welt verrückt worden. Ich habe bei mir schon allerhand gesehen in meinen 30 Dienstjahren, aber das ist doch das Letzte, was einem unterkommen kann. Fräulein Meier, fürs Erste, was Sie mir von jetzt an sagen, das wird protokolliert und kann jederzeit gegen Sie verwendet werden, verstehen Sie? Gegen mich? Also ich bitte Sie, ich habe es ja bloß gut gemeint. Was heisst gegen? Reden Sie. Ich meine, man kann Sie darauf behaften, was Sie jetzt aussagen. Aber zuerst, wo steckt der sauber her? Ach Gottfried Stotz, ich weiss es doch nicht. Tönt Sie doch nicht so aufgeregt, oder?
Ja, das letzte Mal ist er... Warten Sie da. Da sind's... Wer sind's? Wer? Ach, Sie haben eine lange Leitung. Die Maria und er, denke ich. Also lassen Sie mich jetzt mal studieren. In Italien sind Sie in der Ferien und... Ja, etwas Ähnliches wie Senigallia? Ad Adria? Kenn ich. Ja, Sie sagen es. Ja, ich glaube, so hat es geheissen. Ich glaube, jedes Jahr dort hin. Hotel? Pension? Privat? Hotel zum Seepferd oder so etwas. Moment. Wachmeister, da ist Stäubli. Schauen Sie doch einmal in Ihrem Verzeichnis, ob es in Italien, Senigallia, ein Hotel, wie sagen Sie? Seepferd. Ob es ein Hotel Seepferd gibt? Nein, sofort, ich bleibe dran. Was sagen Sie? Wer? Der Meier Dritze? Was sagt der Pechvogel? Ach so, er kennt sich aus. Nichts mit Seepferd. Ja, nun, da kann man halt nichts machen. Merci, einer weg. Sie haben es gehört, Fräulein Meier. Ja. So ein Hotel gibt's nicht dort unten. Der Meier Dritze, übrigens alles andere als ein Pechvogel, der kennt sich aus dort unten. Und er sagt mit Sicherheit, dass es auch... Stäubli. Wie? Wie viel? Cavalluccio Marino. Ah, das heisst Seepferd. Das gibt's nicht. Hören Sie, dann läuten Sie doch einmal blitzartig an und verlangen den Herrn Josef Huber. Ja, natürlich, das ist der Vikar, aber das sagen Sie besser nicht. Und noch etwas. Vorerst nichts von der Polizei, sonst machen wir es kopfschüch. Ja, wir haben Zeit, wir warten. Merci. Herr Schallenbaum! Ja? Ihre Verbindung mit Senigallia. Oh! Moment, ich stelle um. Ja, ist gut. Jetzt geht's los. Ja, hallo, Schallenbaum. Ja, Schallenbaum. Was? Bitte? Pronto? Pronto? Momentli. Was? Nur einen Moment. Un moment, s'il vous plaît. Nein, warte. Du sagst, wie sagt man das? Un momento, per favore. Un momento, please. Un momento, per favore. Was? Hey, Trudi! Ja? Ich kann doch nicht schinkisch. Lass du mal. Auflegen! Ja, ist gut. Jetzt fangen die dort unten auch noch an mit dem Gotthard-Chinesen-Deutsch. Das kann mir ja gut werden. Nur einen Moment, excuse meine Herren. Ich hau es schnell vorne. Es geht nicht über Sprachenkenntnis. Eine Keibengeschichte. Mir ist nicht wohl dabei. Ja, verwickelte Sache tatsächlich. Aber für Sie wahrscheinlich alltäglich. Es gibt Mengs, da haben Sie recht. Aber doch nicht gerade das. Da kommt man ja mit dem besten Willen nicht mehr draus. Nicht. Dort unten ist sie auch nicht. Komm, langsam. Vielleicht unter einem anderen Namen, wer weiß. Nur kein billiger Trostfink. Wieso soll sie dann unter einem anderen Namen reisen, wenn sie mir extra anläutet? Ja, wieso? Vielleicht hat sie im ersten Moment... Hey, dummes Zeug! Herr Pfarrer, ich bin doch ein Vollidiot. Ein Rattenschwanz, ein Quadrateichel. Keine Litanei jetzt. Man muss überlegen. Ja, aber was soll ich tun? Sie haben ja recht. Sie haben ja absolut recht. Da stimmt doch wirklich etwas nicht. Vermutlich auch die Sache mit dem Vikar Huber. Was können wir tun? Das ist hier die Frage. Alles andere heben wir uns besser auf bis nachher. Oh, schon 12. Auf jeden Fall werden wir den Polizeibericht geben, dass es doch anders ist, wie das wir gemeint haben. Oder meinen Sie nicht? Polizei. Am Ende ist es best. Sagen Sie, kennen Sie den Ausdruck Beihilfe zu einem Verbrechen? Man hat mir den nämlich selber unter die Nase gerieben. Also soll ich jetzt anrufen? Ja, meinetwegen. Ich glaube, wir müssen. Leider. Stäubli? Herr Fink? Ach so, natürlich, ja, habe geschaltet. Herr Fink von der Morgenpost. Was gibt's Gutes? Hm? Wie bitte? Ein Blindgänger gsi? Er wird veranlasst, selbstverständlich. Ja, ist ganz in der Ordnung. Sind wir da, klar. Wegen? Vikar Huber? Nein, wir sind dran, natürlich. Klar. Ja, dann gibt's selbstverständlich eine Pressekonferenz, klar. Nein, im Augenblick leider nicht mehr. Ja. Wiederhören.
Ich will ja nicht gewundert sein, aber... Warum nicht? Leider schlechter Bericht. Das Fräulein Gabi ist offenbar doch verschwunden und nicht einfach so abgereist, wie andere Leute abreisen. Nein, um Gottes Willen. Herr Kommissar. Ja. Sie haben, entschuldigen Sie die Störung, Sie haben den Herrn Moser verlangt. Schon recht. Kommen Sie, Herr Moser. Danke, Korporal, Sie können gehen. Herr Kommissar. Gaudenz, wie siehst du aus? Du bist ja ganz bleich, Salü. Man hat mich Kolo. Herr Moser, wir müssen Sie leider noch einen kleinen Augenblick zurückbehalten, aber in spätestens 3-4 Tagen. Das werden Sie sich anders überlegen. So? Und warum? Ich konnte die Zeitung lesen, wo Sie mir wahrscheinlich extra in die Zelle Kolo haben. Ich habe keinen Grund, mein Geständnis zu ändern, Herr Kommissar. Gaudenz, das kannst du doch nicht machen. Wir alle haben uns so eingesetzt für dich. Sparen das auf, im Augenblick reden wir noch amtlich. Herr Moser, wenn ich Sie recht verstanden habe... Sie haben mich durchaus recht verstanden, Herr Kommissar. Und bevor ich nicht kann reden mit dem Pfarrer Isali... Entschuldigung, nur einen Augenblick. Ja, Stäubli. Was sagen Sie? Er ist in dem Hotel. Aber im Augenblick nicht da. Ja, das genügt. Merci. Kommen dann grad führen, ja. Merci. So. Dann wären wir ja einen Schritt weiter. Unsere liebe Vikar Huber wäre gefunden. Fräulein Meier, ich kann mich nur bedanken für Ihre Hilfe. Tja, bitte. Und jetzt zu Ihnen, Herr Moser. Sie werden sich allmählich überlegen, ob Sie noch immer den Märtyrer spielen wollen. Auf jeden Fall, wir könnten Herr Pfarrer Iseli nächstens sprechen. Und falls Sie es noch nicht wissen, wir gehen zusammen ab Beerdigung. Und Fräulein Meier selbstverständlich auch. Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten, bei deiner Ankunft die Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Chöre der Engel mögen dich empfangen, und mit Lazarus, dem einst zu Armen, soll ewige Ruhe dich erfreuen. Lasset uns beten. Du, Schari. Die Schmier ist meine ja gut vertreten. Allerdings. Hast du die Bilder können schiessen? Klar, sogar mit dem Moser. Der hat das schön geladen. Hä? Ah, der Altmoser. Von dem mache ich lieber keinen Helge. Hoffentlich hebt er durch. Der Iseli sehe ich nie. Wart's ab. Requiem aeternam dona e Domine. Lux aeterna luca Dei. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit. Herr, erbarm dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Pater Noster. Du, Fink, hast du Meier noch immer gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Reibergspässig. Soll Frauen geben, die es nicht mögen. Ja, dafür andere, die sie in ein Kino ersetzt. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Übel. Vor den Pforten der Hölle. Rette, o Herr, ihre Seele. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Herr, erhöre mein Gebet. Lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lasset uns beten. Wir bitten, Herr, erweise deiner toten Dienerin die Gnade. Sie wird arm. Jungfer Maja. Haben Sie mich jetzt verschreckt? Wie kommen Sie da rein? Was wollen Sie? Sie wollen verreisen, Jungfer Maja. Das geht Sie doch einen Dreck an. Wer hat Sie reingelassen? Kleiner Trick. Schon als Bub alle Weile angewendet. In der Not. Aber warum sind Sie dann nicht an der Beerdigung? Sie haben mir doch angelitten in der Redaktion von der Morgenpost, nicht? Was haben Sie mir zeigen an der Beerdigung? Mein Grab. Machen Sie doch keine blöden Sprüche. Ihnen will doch niemand etwas antun. Gehen Sie, Herr Pfarrer, bevor noch etwas schief läuft. Was wollen Sie denn noch mehr? Wir haben schon lange gemerkt, dass Sie nicht so harmlos sind, wie Kleider scheinen. Aber jetzt haben Sie doch, was Sie wollen. Ihre Gaudenz ist über jeden Verdacht raus. Und das mit dem Vikar Huber bringen Sie dann schon noch an, wenn wir fort sind. Sie sagen ganz richtig, mich. Es ist das Einzige, was ich noch mit Bestimmtheit möchte wissen, wer mit Ihnen unter der Decke steckt. Und was ich noch möchte wissen, wo ist der Vikar Huber? Ja, der wird sich dann schon noch melden.
Aber zu ihrem Trost, es ist ihm nichts geschehen. Ausser ein klein wenig Ehrabschneidung. Aber was ist heutzutage schon ein klein wenig Ehrabschneidung, nicht wahr? Und wo ist Ihre, wenn man sagt, Freundin, das Fräulein Gabi? Ach, die wird auch noch vorkommen. Es ist nicht meine Aufgabe, die weltliche Gerechtigkeit zu verwirklichen. Mir geht es in erster Linie darum, aber das können Sie, denke ich, kaum verstehen, Fräulein Maja. Jesus, Fred! Nicht, halt! Hat das müssen sein, Fred? Komm, mach jetzt nicht auf sentimental. Wir können ja aufs Bett legen, dass er besser träumt. Dann nimm die Füße! Nein, kann ich selber machen. Ja, dann lassen wir ihn halt. Und jetzt nichts wie fort, bevor wir mit dieser Beerdigung fertig sind. Was, das alles willst du mitnehmen? 20 Kilo pro Person, habe ich gemeint. Und wenn er uns verpfeift? Ja, kann er ruhig machen. Ich vermute, er weiss ganz einen schönen Haufen. Aber meinen Namen weiss er nicht. Ach, bist du sicher? Frau Krebs, da ist ihr neuer Pass. Ja. Hat eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Wo hast du den Wagen? Das kleine Göffeli da, das nehme ich. Gerade vor der Pinte. So, komm jetzt. Ja. Ich weiss nicht, ob das durchgeht mit dem Übergriff. Ach, wenn wir Glück haben, dann geht's schon. Schau schon, wie zügig wir schleichen. Komm jetzt. Schau, wie lange haben wir bis auf Basel? Das ist nicht wie kompressiert doch. Ernst Gott. Wir sind nervös. Genau. Ah, das sind meine die Herrschaften. Wem gehört der Wagen? Mir? Wieso? Suchen Sie ihn? Im Gegenteil. Er ist überzählig an dem Strassenrand. Wissen Sie nicht, was das Zeichen da oben bedeutet? Wir sagen dem Stationierungsverbot. Oh, natürlich. Ja, das tut mir jetzt leid, aber in der Hast habe ich das wirklich übersehen. So, übersehen? Dann kann ich nur hoffen, dass Sie wenigstens im rollenden Verkehr ein bisschen besser aufpassen. Mit dem Flitzer. Was macht er? 180? Ja, etwa. Dürfen wir schnell den Koffer in den tun? Warte noch, ich mache es schon. Skiferien? Nein, Hochseekreis. Leider ein bisschen verspätet. Besser als zu früh. Heutzutage wird ja meistens erst nach der Hochzeitsreise geheiratet. Ja. Also dann, hauet's für den Mal. Aber das nächste Mal gibt's einen Verzeih. Da können Sie rechnen damit. Es gibt doch noch Menschen mit Herz. Auf Wiedersehen und vielen Dank dann. He? Also dann, merci, hä? Ja, schon recht. Oh Mensch, du, da hat mich jetzt einen schönen Schreck eingejagt. Was ist denn? Hey, ja. Bist du doch nicht auf einmal nervös? Was meinst du, wie lange ich mir das Fluchtplan zuweggelegt habe? Hast du schon recht. Oder hast du schon mal in einem Krimi oder sonst noch jemand gelesen, dass sich ein Mann mit 93 Abtreibungen und einem Mord in der Agenda gemütlich mit einer Reisegesellschaft dem Zugriff der Polizei entzieht? Hey, ich weiss nicht. Mir wär's lieber gewesen, wir wären auf Kloten raus, nicht die erstbeste Maschine auf London und... Jetzt Himmel, Herrgott, Gottfried Schutz! Manchmal sollte das noch erklären, dass das ganz einfach zu gefährlich ist. Ein bisschen Umweg über Basel ist doch die beste Ahnung. Und wer vermutet uns in einer Reisegesellschaft? Und zudem haben wir dort für alle Fälle noch Grenzen in der Nähe. Also wenn du das nicht einsehen willst, bringst du mich noch frühzeitig ins Grab mit deinem hysterischen Getue auf einmal. Komm jetzt, ab die Post! So, das wäre die Beerdigung gewesen. Haust du direkt ins Labor, Fink? Wie spät ist jetzt? 10 vor 4? Würde eigentlich noch lange. Warte mal schnell. Da kommt der Kommissär Stäubli mit dem jungen Moser. Vielleicht, dass man reden mit ihm. Komm, für mich ist da nichts mehr drin. Also, du kann nicht so pressiert. Ah, grüezi, Herr Kommissär. Darf ich Sie einen Moment... Der Herr Schellenbaum. Grüezi. Sie kennen den Herrn Moser? Ja, schon gesehen. In der Tinte, glaube ich, wenn es mir recht ist. Herr Fink, glaube ich. Ja. Tun wir wieder etwas fürs Gemüt der Leser. Übrigens, haben Sie die Reproduktionen von diesen Briefen gemacht? Vom Vikar Huber? Genau. Ja. Ich habe mir es heute Morgen ein bisschen genauer angeschaut. Und? Das kann ich Ihnen ja sagen. Eins steht fest, dass Sie nicht mit dem Vikar Huber seiner Schreibmaschine getippt worden sind. Und die Unterschrift? Schwer zu sagen. Seine Handschrift könnte sein, aber er hat ja nie mit seinem ganzen Namen unterschrieben. Aber Sie sind wieder draus, Herr Moser, oder? Von einem Interview mit dem Herrn haben Sie mir nichts gesagt, Herr Kommissär. Sie haben es gehört, Herr Schellenbaum. Ja. Wir gehen gerade, Herr Moser. Hast schon recht. Nur noch schnell etwas anderes, Herr Schellenbaum. Stimmt das? Sie seien verlobt mit dem Fräulein Gabi, wo da soll verschwunden sein? Ja, so gut wie. Ja, wissen Sie etwas Neues? Nichts bis jetzt. Ausser Ihrer Vermisstanzeige liegt nichts vor, verstehen Sie? Und das Fräulein ist volljährig, also es dürfte schwer halten. Aber sie hat doch angerufen. Unsere Sekretärin, dem Trudi, ja. Aber die hat sie erst einmal kurz gesehen und kennt dem Gabi seine Stimme kaum so, dass sie beschwören, überhaupt mit ihr geredet zu haben. Aber was meinen Sie,
wer könnte das Interesse haben an ihrem Verschwinden? Das fragen Sie mich. Am Telefon soll sie gesagt haben, sie sei in Italien. Wo? In Italien? Schon, aber wo? In Italien? Senigallia oder so ähnlich. Was? Senigallia? Ja, warum was? Jetzt sagen Sie nur noch Hotel Cavalluccio Marino. Genau, Seepferd soll das heißen. Aber woher? Jetzt wird's spannend. Wann ist das Telefon gekommen? Ja, gestern. Irgendwann einmal am Morgen, als ich noch nicht da war. Sie nehmen Ihre Telefongespräche nicht zufällig auf Tonband auf? Auf dem Sekretariat nicht, nein. Nur Korrespondentenbericht, wenn es pressiert. Saublöd. Ja, nun. Ich komme dann gegen den Abend vermutlich noch mal schnell reinschauen. Wissen Sie übrigens, wo der Pfarrer Iseli steckt? Hat mindestens gemeint, dass er an die Beerdigung kommt. Wir haben ihn auch erwartet. Und Maya ist auch nicht gekommen, aber die rüstet wahrscheinlich das Leichenmal. Ja, gibt's eins? Ja, nicht offiziell, glaube ich. Aber ich könnte mir denken, dass mindestens die zwei da, der Charlie und der Vinzenz. Herr Kommissar, aber ich möchte ihm heute nicht nochmal begegnen. Aber das hat er doch nicht so gemeint. Will doch nur der Herd Mann spielen. Sie hätten mal hören sollen, wo er sie verteidigt hat. Gute miteinander. Eine traurige Geschichte, Charlie. Hm? Ja, und noch also jung, es ist einfach nicht recht. Hey, Vinzenz, Ja? das Meierli wartet sicher schon auf uns. Ah, ich hätte die grösste Lust, überhaupt nicht herzugehen. Am Morgen hängt sie grossartiges Täfeli an die Tür, wegen Todesfall geschlossen. Und dann kommt sie nicht einmal an die Beerdigung. Gehen wir, Gaudenz. Ich nehme an, wir werden uns doch in der Tinte treffen. Wieder schauen, meine Herren. Wieder Ich glaube, es ist noch nicht ganz Feierabend, Fink. Ich fürchte auch. Wollt jemand mit uns fahren? Ja, ich glaub, wir sagen nicht nein, hä, Vinzenz? Wenn wir keine Schuhe sparen. Das ist kein Längenaufenthalt gewesen, Jungfer Regula. Ja, leider. Wer hätte gedacht, dass die ganze Geschichte nach diesem Weg rauskommen könnte? Abwarten. Also wenn Sie mich fragen, dann ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Glaube ich auch. Also das mit diesen Briefen ist doch ein recht deutlicher Hinweis. Und dann muss ich auch sagen, dass der Vikar einen recht bedrückten Eindruck gemacht hat, wo er da angekommen ist. Ja. Dass er aber auch niemand hat gesehen weggehen. Komm, gespässig. Ja, das kann man sagen. Fräulein Regula, Ja. habt ihr gestern Nacht ein Telegramm bekommen? Ein Telegramm? Also von einem Telegramm weiss ich nichts. Aber ihr hättet es doch wirklich bekommen sollen. Ausser man hätte in Chur auf der bischöflichen Kanzlei nicht gewusst, wo der Herr Pfarrer Iseli in der Stadt hauset. Aber dann hätten Sie doch dem Generalvikar berichten. Ach, also bis denen etwas einfällt. Übrigens, was ist echt drin gestanden in diesem Telegramm? Etwas von einem Besuch ist gestanden, mit Hedi unterschrieben. Das ist seine Schwester. Ja, aber die wohnt doch nicht mehr in England. Wann kommt sie an? Heute Nacht, wenn mich nicht alles trügt, per Flugzeug zu Basel. So, Jungfer Regula, wir sollten. Fahren wir ab. Ja, nun so dann. Fahren wir halt. Sieht aus, als wäre gar niemand daheim. Hat es noch einen zweiten Eingang, wissen Sie das? Ja, direkt ins Restaurant rein nicht, aber hinten hat es eine Haustür und von dort geht der Steg in den oberen Stock. Da hat das Fräulein Meier ihre Wohnung. Ich glaube, ja. Ja, jetzt sind Sie doch nicht so dumm. Schließlich haben Sie sie immerhin einmal näher gekannt, oder? Und dort hat sie noch keine Wohnung gehabt. Da hat sie die meiste Zeit mit der Maria selig zusammen gewohnt. Ah ja? Dann gehen wir einmal in die Wohnung. Muss ich da mitkommen? Ja, warum nicht? Es sieht sowieso aus, als wäre niemand da. Aber schauen kann man ja. Also, kommen Sie schon. Ich habe ein schweres Gefühl, es ist niemand da. Ist es da? Natürlich geschlossen. Kann man nicht viel machen, ohne Haussuchungsbefehl. Psst. Was ist los? Ich habe mir gemeint, ich höre etwas Pulvera. Da rein? Hören Sie nicht? Jetzt wieder! Also entweder werde ich langsam älter oder sie sind ein bisschen hergenommen. Halt! Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Das dürfte ein Grund sein, oder nicht? So.
Dafür gibt es die handlich netten Werkzeuge. Dietrich? Auch heute noch immer das Beste, kann Ihnen jeder zünftige Einbrecher bestätigen. So, dann wir mal schauen. Herr Pfarrer, Sie? Ja, aber was treiben denn Sie da? Sind Sie verletzt, Herr Pfarrer? Kommen Sie. Ja, ein kleines Missverständnis. Vielen Dank, dass Sie mich rauslehnen. Moment, Herr Pfarrer, Moment. Was ist da vor sich gegangen? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Nicht wahr? Ich wollte vor allem Maja gleich Psyche abstatten. Und danach hatte ich offenbar eine kleine Attacke gehabt. Sie wissen ja, mein Herz ist nicht das Beste. Und dann muss ich umgefallen sein, wie das so gehen kann. Und bei dem Sturz haben Sie sich ein bisschen den Kopf angeschlagen. Und das hat dann die Schramme gegeben, die exakt so aussieht, als hätte jemand seinen Totschläger ausprobiert. Und wie erklären Sie sich den kleinen Umstand, dass die Tür abgeschlossen war? Von außen. Ja, nun. Die Hauptsache ist, dass alles glimpflich abgelaufen ist, nicht wahr? Also, unser liebe Fräulein Meier. Und wer war noch bei Ihnen? Los, Herr Pfarrer, ich begreife nicht, warum Sie die Typen schützen wollen. Ein Student. Das heisst, er hat ausgesehen wie ein Student. So mit Brille, ein bisschen mager, bleich. Ein Student, aber... Er wohnt am Zerichberg, meine ich, habe ich verstanden. Sind Sie ganz sicher, Herr Pfarrer? Hat er eine Brille gehabt? Warum? Hat der Mann, den du vermutest, keine? Entschuldigung, Herr Kommissar. Ich wollte mich raushalten, aber jetzt glaube ich, es ist allmählich so weit. Gaudenz, wo wohnt er? Wer? Wer? Der Student? Ich meinte, das wissen Sie. Aber Sie haben mich blufft. Stimmt's? Was ich im Augenblick wollte wissen, das weiss ich jetzt. Also, wenn du mir nicht helfen willst... Um das geht's nicht, Herr Pfarrer. So, nicht. Aber blödsinniger Mord eingestehen, den du gar nicht begangen hast. Mit der Wahrheit und mit deinem eigenen Leben spielen. Das kannst du dir leisten. Oh, vanitas vanitatum, wie der Latiner sagt. Oder auf gut Deutsch, der Koga Bündnerschädel. Polizeistunde! Heute wird nichts ausgeschenkt, Fräulein Meier ist nicht da. Kommt bitte. Haben Sie Schmerzen, Herr Pfarrer? Was ist denn heute los? Was ist denn da für ein Auflauf? Sie sehen, das Restaurant ist geschlossen. Das sehen wir, denke ich. Da! Wegen Todesfall geschlossen. Also kein Unfug, meine Herren. Entschuldigung, Wachmeister, mein Ausweis. Ach so. Nicht für ungut, Herr Kommissar. Schon recht. Haben Sie vielleicht da vor einer Weile jemanden gesehen rausgehen? Das Fräulein vielleicht? Ja, warten Sie mal. Vor einer Stunde ungefähr. Ein junges Ehepaar mit einem Sportwagen. Er hat den Koffer bei sich gehabt. Hochseekreis. Ich habe ihn angehalten. Er hat falsch parkiert. Stationierungsverbot, nicht wahr? Dann hat also der junge Mann seine angebliche Frau da abgeholt. Wie hat er dann ausgesehen, der Mann? Was soll ich sagen? Blonde Haare hat er gehabt. Wie man so hat. Mager ist er gewesen. Dunkle Augen. Und einen Arbel am Kinn hat er noch gehabt. Herr Pfarrer, darf die Beschreibung passen? Ich meine zu Ihrer Vermutung. Ja, das hat passen. Und wo meinen Sie, dass es allenfalls hätte können, Herr? Also da habe ich wirklich keine Ahnung. Also ich kann leider keine Zeit mehr verlieren. Herr Moser, es tut mir leid, aber ich kann Sie noch nicht springen lassen. Ich muss Sie noch mal mitnehmen, bis Formalitäten erledigt sind, aber lang kann das nicht mehr dauern. So. Und das noch zu Ihnen, Herr Pfarrer. Um den Vikar Huber machen Sie sich nicht allzu viel Sorgen. Wir wissen, wo er sich aufhält. Nein. Doch. Der Neue ist ihm wenigstens nicht passiert. Ja, und wo umeinander ist er, Herr Kommissar? Ihnen kann ich es ja verraten. In Italien ist er. Am Meer. In Senigallia. In Senigallia. Und wie hat er so in so kurzer Zeit da bekommen? So viel ich weiss, hat er noch die Frühmesse gelesen in Oberfatz. Heute. Ist das sicher? Ja, da gibt's Zeugen. Und zudem ist die Zeitung ja auch erst um das 7 im Pfarrhaus gewesen. Also hat er kaum genug Zeit gehabt. Aber bitte. Ja, ich will das alles noch mal ganz genau und in den Zusammenhang studieren. Verlassen Sie sich drauf. Aber für den Augenblick können wir wahrscheinlich nichts anderes machen, als einmal zu Kloten rausschauen, wer alles angemeldet ist für Auslandflüge. Dann werden wir auch die Grenzen müssen verständigen. Der Rest ist Glück. Bis bald, meine Herren. Leben Sie wohl. Kommen Sie, Herr Moser. Ade, Herr Kommissar. Präsident. Und den Gaudenz läuft ihm nach wie ein Schöpfli. Was soll er anders machen? Hauptsache er kommt ungeschoren wieder raus. Ein Moser macht keinen Sprung, wenn er die Schlingen um den Hals hat. Aber das ist für die so etwas wie höhere Mathematik, will man scheinen, hm? Aber was ist, wenn wir versuchen da? Ja, hauen wir's.
Sieht gerade so aus, als müssten wir gelegentlich wieder einmal zügeln. Ja. Macht's etwas, macht nichts. Also, gehen wir. ciao Adieu. miteinander. Adieu. Oh, Sie hat's da meine am Kopf auch schön verwünscht, Herr Pfarrer. Wie? Ah, Ungeschicklichkeit meinerseits. Ja, aber das können Sie doch nicht anstehen lassen. Das müssen Sie auswaschen und verbinden. Warten Sie mal, ich hol schnell meine Autoapotheke. Vielen Dank, meine Herren. Aber eigentlich müsste ich praktisch nur über die Strasse und dann wäre ich im Pfarrhaus. Wenn es Ihnen recht ist, begleiten wir Sie bis dorthin. Nicht, dass am Ende unterwegs noch mal etwas Ähnliches passiert. Oh, das glaube ich nicht. Aber bitteschön, ich wäre Ihnen überhaupt zu Dank verpflichtet, wenn Sie da noch vielleicht ein klein wenig Zeit hätten für mich. Aber gern, Herr Pfarrer. Um was geht's? Wissen Sie, ich wäre eigentlich ganz gerne mal in die Studentenbude gegangen. Ein klein wenig umschmeckern, wo man Ihnen das Belastungsmaterial gegen den Herr Vikar Huber ausgehändigt hat. Sollen wir recht sein. Aber zuerst wird verwunden, hä? Ja, gut, in Ordnung. Und danach könnte vielleicht der Herr Fink auch gerade noch die Brief mitbringen. Das kann, wenn ich meine Tisch ganz aufschlussreich sein. Ja, da bist du ja endlich. Aber wie siehst du aus, Iseli? Ja, bist du unter die Räuber gekommen? Tja, das kann man wirklich fast sagen. Ja, das Loch da. Ja, nein, komm, das. Wenn wir sofort desinfizieren. Bist du umgekehrt? Etwas in dieser Richtung, ja. Ich muss leider gerade noch mal weg. Draussen wartet noch ein Herr auf mich. Also ich wollte nicht reinreden, ich sag nur Mutter nicht zu viel zu. Damit ich es nicht vergesse, da ist ein Telegramm gekommen. Was, ein Telegramm? Zeig mal. Was könnte denn das sein? Ankomme 4. Januar, 22:30 Uhr, Flughafen Basel-Mühlhausen. Hedi. Kein Bedumm, als ich jetzt die Jungfrau Regula weggeschickt habe. Sie hat meine Schwester auf dem Flughafen abholen. Du sagst es, deine Perle ist ja schon unterwegs. Sie hat von Chur aus angerufen. Ah ja? Übrigens, vom Vikar Huber weiss niemand, wo er ist. Und niemand, den er gesehen hat, fortgehen. Und jetzt komm. Ich wollte deinen Schrammen verbinden. So, das geht an alle Außenstellen, Korporal. Bitte tun Sie selber überwachen. Jawohl, Herr Kommissar. Ich persönlich vermute, dass sich die zwei, also vermutlich zwei, wollen ins Ausland absetzen. Also besondere Vorsicht an den Grenzen und dann möglicherweise auf dem Flugplatz raus. Wir müssen auf irgendeinen besonderen Trick gefasst sein. Da ist irgendein schlauer Kopf dahinter. Alles klar, Korporal? Alles klar, Herr Kommissar. Wiederschauen, Korporal. Wiederschauen, Herr Kommissar. Auf Wiederschauen miteinander. Auf Wiederschauen. Hier. Und jetzt zu Ihnen, meine Herren. Ich glaube, man könnte die intensive Bewachung von der Helvetiastraße ebenso aufgeben. Dafür hätte ich gern, wenn Sie mir einmal vorerst den Pfarrer Iseli im Auge behalten würden. Und zwar sehr genau, verstehen Sie mich? Jawohl. Jawohl, Herr Kommissar. Ja, es wäre durchaus denkbar, dass uns der Pfarrer einen Weg vorausläuft, der sehr schnell zum Ziel führen könnte. Er hatte so etwas wie einen sechsten Sinn für harmlose Situationen, die brenzlig werden könnten. Verstehen Sie mich? Ich möchte, dass Sie ein bisschen aufpassen auf ihn. Ich weiss nicht, aber heute hätte es ihn ganz schön verwischen. Also dann, gehen Sie los und lassen ihm nichts geschehen. Am ehesten werden Sie ihn jetzt noch im Quartier finden. So, da wären wir, Herr Pfarrer. Dokument haben Sie, ja? Ja, ist alles da. Wissen Sie, ist eigentlich komisch. Ja, ich meine, so Liebesbrief und dann noch tätig. Alles fein sauber in die Maschine tippet. Nun ja, das allein bedeutet nicht zu viel. Es soll Schriftsteller geben, die direkt ins Tonband dichten. Wenn Sie Leute, Herr Pfarrer? Bitte. Geht's noch, Herr Pfarrer? Aha, ja, dankeschön. Also sehr lang möchte ich nicht in diesem Tempo leben, aber wir werden schon zu Rand kommen.
Meine Schwester aus London kommt übrigens noch heute Nacht per Flugzeug. Und dann lasse ich mich wieder ein klein wenig verwehen, verstehen Sie? Ja, das würde ich auch. Grüezi. Guten Tag. Die Herren wünschen? Grüezi, Frau Werner. Ich weiss nicht, ob Sie sich erinnern, ich bin gestern schnell... ja, Schallenbaum ist mein Name. Und das da der Herr Pfarrer Iseli. Herr Pfarrer? Werner. Ja, richtig. Sie sind mit dem Herrn Krebs da gewesen, nicht wahr? Ja. Und Sie wollen zum Herrn Gwerder? Gern, ja. Der ist leider nicht da. Wissen Sie, über die Viertigen, es sind ja noch Weihnachtsferien bis nächste Woche. Da schaut er manchmal nur schnell rein. Ja, hat auch recht, wenn man Skifahren kann. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und der Herr... der andere Herr... Krebs? Ja, Krebs. Ist er auch nicht zufällig da? Nein, der ist leider auch nicht da. Obwohl es sonst eigentlich noch jemand kommt. Oh je. Es geht die Heime nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Er redet zwar nie viel, aber es gibt Sachen, die man einfach merkt, nicht wahr? Und seit er sein Doktorexamen das zweite Mal nicht bestanden hat, ist er einen Weg ein bisschen verbohrt. Aha. Und dabei, ich sage manchmal, wie könnte es der Bursch schön haben? Das einzige Kind, ein steinreicher Vater, grosse Villa. Gerade da in der Nähe, wenn es mir recht ist. Ja, nein, also da haben sie natürlich auch ganz ein schönes Haus, aber die grosse Villa, so ein richtiges, schönes Herrschaftshaus, wissen Sie, das haben sie gegen das Kloster Fahr runter. Ah. Aber im Winter wohnen sie natürlich hauptsächlich da oben. Ja, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten, Frau Werner. Vielen Dank für die Auskunft und einen schönen Gruß an Herrn Krebs, wenn Sie ihn sehen. Will ich gerne machen. Wiederschauen. Wiedersehen, Frau Frau Werner. Werner. Herzlichen Dank. Eigentlich hätte ich gern noch die Schreibmaschine von dem Herr Gwerder ausprobiert. Aber ich denke, es ist besser, wenn ich sie allein mache. Und das Wichtigste haben wir, der Name. Krebs heisst er also der Herr. Und wie wollen wir jetzt vorgehen? Können Sie da auch nur einen einzigen Moment überlegen? Ah, Sie meinen... ja, also bitte, wir finden die Villa im Telefonbuch. Ich fahre Sie gerne her, Herr Pfarrer, nur... ob es nicht doch ein bisschen gefährlich ist, so ganz allein, in der Dunkeln. Was meinen Sie, Herr Pfarrer Müller? Also ich glaube, ich kann einfach nicht mehr länger warten. Zum Dach kommt der Wellenweg nicht mehr. Und der 1942-Zug muss ich verwischen auf Basel runter. Ja, das müssen Sie, wenn Sie um 10:30 auf dem Flugplatz sind. Eben. Ich würde Sie gern begleiten bis zum Bahnhof, aber Sie sehen ja, ich bin allein und jemand muss das Telefon hüten. Also, gehen Sie mit Gott, Frau Regola. Und schöne Grüße unbekannterweise an die Schwester vom Pfarrer Iseli. Sie sind herzlich willkommen. Danke, Herr Pfarrer. Das dort am Wasser unten, das muss die Villa vom Krebs sein. Sieht nicht sehr bewohnt aus. Aber Vorsicht ist einen Weg alleweil gut. Wenn wir von der Wasserseite hergehen, die sieht so aus, als kämen wir über den Haag. Gehen wir mal zunächst näher. Dann werden wir ja sehen. Was ist mit ihnen? Kleiner Feitstanz. Weiss der Teufel, ich werde einfach das Gefühl nicht los, ich habe jemanden im Rücken. Tatsächlich? Das ist jetzt eigenartig. Ich denke schon den ganzen oben, dass es irgendjemand beobachtet. Aber manchmal hat man ja so komische Gefühle, nicht wahr? Wir können, glaube ich, nicht auf dem offenen Weg weiter, wenn wir nicht gesehen werden. Haben Sie gute Schuhe an, Herr Pfarrer? Dort in der Wiese hat es noch überall Schneeflecken. Ich kenne das, ich bin ja schliesslich kein Stadtkind mehr. Also lehnen Sie mich voraus und kämen Sie, wenn ich rief. Oder wenn Sie das Gefühl haben, dass ich riefen möchte, aber aus irgendeinem Grund nicht kann. Ja, schon recht, Herr Pfarrer. Was ist das, Heidi? Weiss ich. Irgendein Pfeifsignal. Möglich, dass sie sich ein Zeichen geben. Also wenn ich zu guten Bekannten gehe, dann schleiche ich nicht zuerst ums Haus wie ein verhinderter Indianer, oder? Ja, auch möglich, dass sie zuerst schauen wollen, ob die Luft rein ist. Also ich sag dir, dumm ist ja nicht der Alkauz von einem Pfarrer.
Aber ich komme nicht so recht raus, ob es sich nur mehr so Kauzig gibt, oder? Einen Weg. Übrigens, hast du der Zentrale gesagt, dass wir da unten sind? Am Stäubli so höchstpersönlich. Oh, Was ist? Licht angegangen. Also offenbar doch eine Verabredung. Die arbeiten präzise, das muss ich sagen. Wenn wir nicht näher her. Komm! Nimmt mir schon ein verdammt Wunder. Guten Abend. Guten Abend. Was wünschen Sie? Herr Gwerder. Ich hätte gern den Herr Krebs gesprochen, aber ich sehe schon, ich bin nicht angemeldet worden. Angemeldet? Von wem? Sagen wir, von meinem Vikar zum Beispiel. Vikar Huber, kennen Sie doch, nicht wahr? Tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit, Entschuldigung. Halt, junger Mann, so schnell lässt man die Leute nicht einfach stehen. Also, hören Sie, ich weiss nicht, was Sie wollen, aber ich habe doch nicht einfach jemand wildfremd. Das kennen Sie sehr gut, junger Mann. Und so weltfremd, wie Sie sagen, bin ich Ihnen gar nicht. Oder sind Sie am Ende gerade damit beschäftigt, meinen Liebesbrief an meine Haushälter zu verfassen? Da noch möchte ich natürlich nicht länger stehren. So, und jetzt genug geflunkert. Ich stand nicht gern unter der offenen Türen. Melden Sie mich im Herr Krebs, oder sonst mache ich das selber. Jetzt könnt doch nicht einfach in das Haus. Da innen sieht's nicht schlecht aus. Ein sehr gepflegter Haushalt, möchte ich sagen. Ja, hallo? Soweit alles okay und bei euch? Prima. Nein, das hat doch nichts zu bedeuten, kannst du denken. Das ist meistens so mit solchen Reisen. Jawohl, geht in Ordnung. Was? Krebs, Warum? vermutlich. Ach so, du spürst es. Hast recht, er hätte ich besuchen, ja, am Pfarrer. Er hat gesagt, du seist schon weg. Wird gemacht, also. Tun Sie bitte vielmal entschuldigen. Es war übrigens gerade der Herr Krebs. Er lässt Sie grüßen, Herr Pfarrer. Ist es unverschämt, wenn ich frage, wo er sich zur Zeit aufhält? Er schafft, wenn man einmal an einem Abend ruhig arbeiten will. Entschuldigen Sie. Aber ein bisschen machen Sie nur. Oh, excuse, ich wollte nur fragen, hätten Sie vielleicht ein Kännchen Benzin? Ich bin dummerweise stehen geblieben, verstehen Sie? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen mit dem besten Willen nicht helfen. Ich habe leider Besuch. Aber wenn Sie eine Viertelstunde allerhöchstens wollen, dann kommen Sie zu einer Tankstelle. Keine schlechte Idee, aber ich hätte eine bessere. Sie lassen mich schnell ans Telefon und ich lasse dann einen von der Tankstelle hierher kommen. Ich bin so frei, danke Ihnen vielmals. Jetzt ist also... Ja, noch keine Angst, junger Mann, ich bin gerade wieder... So. Hey, Sie, was reissen Sie das Telefonkabel raus? Halt, stehen bleiben! Was wird da gespielt? Was haben Sie jetzt gerade für eine Nummer eingestellt? Ja. Oder wissen Sie zufällig die Nummern von allen Tankstellen auswendig? Aber was ist denn jetzt, junge Leute? Sie hocken daran aber sofort. So ist recht. Und damit Sie sich im Klaren sind, das Schusszeug ist geladen. Für jeden von Ihnen mindestens 3 Kugeln. Also, was wird da gespielt? Ja, also wie gesagt, nicht wahr? Ich hätte eigentlich gern den Herr Krebs gesprochen. Woher kennen Sie ihn? Oh, er hat sich mir einmal vorgestellt, allerdings unter einem anderen Namen. Und Sie? Ich? Ja, nichts weiter, einfach ein bisschen so. Wenn Sie vielleicht einmal das Ding weglegen, könnte man ja ein bisschen freier reden miteinander. Mutig sind wir auch noch. Aber ich habe Sie schon an der Stimme wiedererkannt. Sie sind doch gestern in meiner Bude auf dem Zürichberg. Ach so, Sie sind das? Ja, aber ich habe Sie nicht gesehen gestern, Ihr Wort. Aber ich Sie. Und was wollen Sie jetzt? Wir haben Ihnen doch das gesamte Material ausgehändigt. Und jetzt darf ich Sie bitten, mir in die Bibliothek zu folgen. Wenn Sie vorausgehen, aber keine falsche Bewegung. Sonst könnte ich meinen guten Vorsatz verlieren. Los! Sie werden sich wundern, wer Sie da antreffen. Gabi! Herr Vikar! Aber das ist doch nicht möglich. So, und jetzt auf und fort. Achtung! Mitteilung an alle Passagiere mit Balearkurs 327 nach London. Balear bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass infolge schlechter Witterung in London der Start, vorgesehen für 22 Uhr, verschoben werden muss. Die Fluggäste werden gebeten, bis zu unserer nächsten Mitteilung im Flughafenrestaurant Platz zu nehmen. Danke. Ha! Immer gesagt, das Nebelloch. Excuse. Pardon, entschuldigen Sie, es macht nichts. Könnten Sie mir vielleicht...
Ja, nein, aber auch. Das Fräulein Regula, Ja? was machen denn Sie da zu Basel unten? Der Herr Fink, jetzt schau auch da her. Nein, also die Welt ist doch bemeint hagelklein heutzutage. Ich warte auf die Schwester vom Herrn Pfarrer Iseli. Sie kommt aus London. Das heisst ja, also, wenn Ihre Flüge nicht Verspätung hat, dann setzt sie am... Verspätung? Haben Sie schon etwas gesagt am Lautsprecher? Ich bin nämlich erst gerade gekommen. Ja, also bis jetzt nur das mit dem Abflug, also wenn ich recht gehört habe. Aber jetzt sagen Sie mal, Sie wollen doch nicht etwa... Nicht verreisen. Leider, möchte ich fast sagen. Mir wär's lieber, man käme ein bisschen mehr in der Weltgeschichte um. Da meinen die Leute immer, unsere Reise hat Gelegenheit, in der ganzen Welt rumzustrielen. Aber die meiste Zeit stehen wir nur auf dem Flugplatz und warten, bis irgendeine so eine Prominenz kommt, das höchste Tier. Jesus, ein Staatsbesuch? Nein, wie aufregend. Wenn möglich noch in der gleichen Maschine wie die Schwester vom Herrn Pfarrer. Ach, wie interessant. Schlagersänger. Mit Betonung auf Schlager. Oh. Aber was soll's? Die Leute wollen es mal so. Eine Kälte ist da in dieser Halle rein. Sagen Sie, wenn wir nicht dann im Restaurant zusammen ein Käferli nehmen? Wir haben noch eine gute halbe Stunde. Regula! Ist gut, hat sie mich jetzt verschreckt. Kommen Sie da hinten. So. Sehen Sie nicht? Dort hinten. Aber Herr Fink? Ja, das ist doch die Maja. Die Maja aus der schwarzen Tinte, wie sie lebt und lebt und in Begleitung. Ja, das Fräulein Maja, wo der Herr Pfarrer... Ja. Was macht dann die vom Flugplatz? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Und mein Ehrenwort, das interessiert noch ganz andere Leute, weder Sie und mich. Ja. Fräulein Regula, ist der Herr Pfarrer Iseli nicht echt auch in der Nähe? Er ist jetzt beim Nachtessen. Will ich hoffen. Machen Sie mir einen Gefallen, Fräulein Regula. Lassen Sie mir die beiden nicht aus den Augen. Ich will ganz schnell probieren, den Schelli zu erreichen. Wo hat es denn da? Dort. Nur einen kleinen Augenblick, Fräulein Regula. Ja, machen Sie nur, machen Sie. Sternlein, hoffentlich ist der Schelli auf der Redaktion. Was geht denn? Redaktion Morgenpost. Hallo, Trudeli. Herr Fink, was ist denn los? Trudi, es gibt doch noch einen Heuler. Mach schnell. Ist der Schelli umeinander? Noch nicht auftaucht, tut mir leid. Trudeli, eine wichtige Sache. Wir haben einen gespässigen Zufall. Weisst du, wer da unten auf dem Flugplatz auf die Abreise wartet? Nein. Kannst ja gar nicht wissen. Das Fräulein Maja aus der schwarzen Tinte in Begleitung. Und was soll da dabei sein? Trudeli, versuch unter allen Umständen den Schelli zu erreichen. Sagst du ihm's? Oder nein, lüt sofort auf die Polizei an, und zwar dem Kommissar Stäubli. Verstanden? In Ordnung, ich rufe sofort an. Gut. Stäubli, was geht's? Redaktion Morgenpost. Ja, stecken Sie durch. Hallo, Stäubli? Herr Kommissar, ein Fotograf von uns, der Herr Fink. Ja, kann ich. Was ist mit ihm? Er hat im Moment angerufen aus Basel. Ich soll Ihnen ausrichten. Es Fräulein Maja von der schwarzen Tinte sei auf dem Flugplatz. Auf dem Flugplatz? Ja, allein? Nein, in Begleitung, aber er hat nicht gesagt, mit wem. Schon gut. Wann hat er angerufen? Vor 2 Minuten. Okay, vielen Dank. Jetzt heisst es keine Zeit verlieren. Vögelstaller! Korporal Vögelstaller! Herr Kommissar? Es geht los. Ist der Untersuchungsgefangene Moser... Wir haben ihn abgehalten. Ausgezeichnet. Sofort zu mir schicken. Moment! Fahrbereitschaft erstellen. Ich gehe selber mit. Vorher verbinden Sie mich mit der Leitstelle und dann mit der Flughafenpolizei Basel-Blotzen. Wird gemacht, Herr Kommissar. Und was ist mit Kloten? Ach, Leerlauf gewesen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Los, keine Zeit verlieren jetzt! Sofort, Herr Kommissar. Moment, Korporal. Fragen Sie noch nach dem genauen Standpunkt der Sonderstreife, wo der Pfarrer Iseli bewacht. Geht über Funk. Sofort, Herr Kommissar. Die wollen meine übernachten, dieser Villa. Aber wenn nicht bald etwas passiert. Du meinst? Ich weiss nicht, aber da stimmt doch irgendetwas nicht. Da! Jetzt ist das Licht wieder ausgegangen. Machen wir es kurz, Heini. Haus schnell zurück zum Wagen und gib den Standort durch. Dann rücken wir vor. Mir wird das langsam zu dumm umzustehen. Oha! Dort kommt einer raus. Los, gehen wir her. Er haut zur Garage. Das sieht verdammt nach Flucht aus. Schnappen wir ihn, bevor er aufs Gas geht. Komm! Halt! Polizei! Machen Sie keinen Blödsinn! Vorsicht, neben der Kanone! Halt! Oder ich schieße! Nicht schiessen! Halt! Also, warum nicht gerade? Sie brauchen das Weile, bis Sie zum Verstand kommen. Jetzt aber schön brav, verstanden? Kommen Sie mit.
Wo sind die anderen? Welche anderen? Ja, Sie haben da gerade vorhin gesucht. Stimmt's nicht? Wer sind Sie überhaupt? Haben Sie einen Haftbefehl? Ich verweigere jede Aussage. Ja, die Altplatte! Verweigern Sie meinetwegen. Aber wegen dem Haftbefehl machen Sie sich keine Sorgen. Wenn ich meine Tasche habe, haben Sie da vorhin mit einem Käpsli-Gewehr rumgefuchtelt. Das ist nicht wahr, ich bin unbewaffnet. Jetzt ja. Aber das wollen wir nachher in Ruhe untersuchen. Los, machen Sie mal die Türen auf. Ich habe keinen Schlüssel. So, jetzt wird's mir aber zu dumm. Dann schauen Sie im Hosensack, ob Sie den Schlüssel finden. Da! Eben. Aufmachen. Und keine falsche Bewegung. Mach Licht, Heiri. Von wem haben das da? Ihren Eltern? Wenn ich so einen Palast hätte in der Verwandtschaft... Dann? Nicht. Aber dann hätten sie mich jetzt nicht geschnappt. Heidi, anschauen. Sofort. Oha, da meldet sich jemand. Haben Sie einen Schlüssel, junger Mann? Ja, ein Riegel. Alte Bekannte, wenn ich mich nicht täusche. Gehen dann oben miteinander. Darf ich vielleicht vorstellen? Entschuldigung, Gabi. Noch einmal eine Sekunde muss ich die allein lassen. Und dann nie mehr. Ja, wo ist denn das Telefon? Ich muss unbedingt den Fink verständigen. Sie verstehen den Heuler, wie er noch nie da war. Entschuldigung, Herr... Schellenbaum, Morgenpost, Presse. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, es tut mir leid. Hoppla, Grossalarm. Und alles wegen dem Giftzwerg. Ich gehe ihm entgegen, das tönt nach Chef. Tut mir leid, Herr Schellenbaum. Bevor der Kommissär da ist, kann ich Ihnen nicht erlauben zu telefonieren. Ja, aber so machen Sie doch keine Geschichte. Oha, eine kleinere Familienzusammenkunft. Guten Abend allerseits. Herr Kommissar, ich protestiere. Das ist doch... wart doch So. Ein Moment Geduld, meine Herren. Pardon, meine Damen und Herren. Ja, nicht zum Glauben, Sie sind doch Goppel. Huber. Vikar Huber. Freut mich. Fräulein Gabi kenne ich. Herr Pfarrer Iseli, ich muss schon sagen. Ja. Und wer ist denn der Herr da? Ich weigere mich, etwas auszusagen. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist das Gescheitste, was ich machen könnte. Wachtmeister. Herr Kommissar. Holen Sie mir doch draussen den Gaudenz Moser rein. Sofort, Herr Kommissar. Jetzt sagen Sie mir nur zuerst ganz kurz, Herr Vikar, wie kommen Sie eigentlich daher? Ja, mit Chauffeur, ganz einfach. Der Herr da hat mich zu Oberpfalz abgeholt. Mit einem Brief vom Herrn Pfarrer Iseli angeblich. Ich soll sofort auf Zürich runterkommen, es sagt da einiges nicht in Ordnung. So ist das. Nicht ungeschickt. Und Sie sind mitgefahren und anstatt im Pfarrhaus in dieser feinen Villa gelandet. Und Fräulein Gabi hat vermutlich... Mich hat Meier daher gebracht, da stehe ich dazu. Und ich möchte wetten, sie hat ganz genau gewusst, was da gespielt wird. Nicht alles ausplaudern, Mädchen. Der Herr Schellenbaum denkt wieder einmal zuerst an seine Story. Ja, Beruf ist Beruf. Ja, schon recht. Herr Kommissar. Herr Moser, wenn ich Sie einen Moment dürfte ins Nebenzimmer bitte. Sie auch, Herr Pfarrer. Nur einen Moment. Ja. Wachtmeister, nehmen Sie doch bitte das Personalien auf. Geht das Telefon? Muss noch wieder einstecken. So. Sie rufen, wenn Sie mich brauchen, Herr Kommissar. In Ordnung. So. Und jetzt zu uns drei, bevor der ganze Apparat anläuft. Herr Moser, ich frage Sie zuerst, jetzt ganz privat. Also, der Herr Pfarrer ist Zeuge. Herr Kommissar, muss das sein? Ich meine... Lassen Sie nur, Herr Pfarrer. Ich habe mir's überlegt. Also, das ist ja so gewesen. Maria, sie hat das Kind von mir erwartet. Das heisst, sie hat gesagt, dass es von mir sei. Aber ich bin eigentlich mit der Maya befreundet gewesen. Und die Maya hat nicht wollen, dass die Maria das Kind von mir auf die Welt bringt. Und dann hat sie den Krebs angestellt. Das ist ein abverheiter Medizinstudent und der hat's dann gemacht. Ja, er ist bekannt in gewissen Kreisen. Und eben, wo es dann schief rausgekommen ist und Maria am Tod noch, dann haben die beiden mit der Angst zu tun gekriegt, offenbar. Sie haben gedacht, Maria werde ausplaudern. Und das Gesindel hat nicht davor zurückgeschreckt, ihnen den Mord anzuhängen. Zuerst, aber wo dann der Pfarrer Iseli auftaucht ist, da haben sie gemerkt, dass es nicht so einfach dürfte sein. Und da haben sie angefangen auf Zeit zu spielen und sind auf den Dreh mit dem Vikar Huber gekommen. Das war ja keine Kunst gewesen. Die nötigen Informationen hat Maya in der Tinte bezogen und ihren Kumpan hat den Rest besorgt. Das Gabi musste verschwinden, damit sie uns nichts sagen konnte über den Vikar Huber und was eigentlich genau los war in der Silvesternacht. Jetzt nehmt mich eigentlich nur noch Wunder, Herr Pfarrer Iseli. Entschuldigung, nur einen Moment. Bitte. Stäubli. Hallo? Ah ja. Habe ich recht gehabt, denn? Ist er abgehauen? Keine Ahnung, wir sind erst vorher auf den Namen gekommen. Prima. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Moment, das soll sie am besten gerade selber noch mal sagen. Herr Pfarrer Iseli, wenn Sie so gut sind. Was, ich? Ja, bitte. Ah, bitte. Hallo?
So, Herr Moser, Ihre Ex-Freundin ist samt Kumpan in bester Obhut. Ja, da staunen Sie, hä? Der Kommissar Zufall, sagt mir dem. Sagen Sie, wir nennen das Vorsehung. Aber im Endeffekt meinen wir schon das Gleiche. Haben Sie noch reden mit dem Fräulein Regular? No, also viel zu reden gibt's da nicht. Ja, aber was soll denn das heißen, Herr Pfarrer? Ich meine, es geht doch immerhin um Ihre Frau Schwester. Ja, ich weiss. Aber hat Ihnen dann die Jungfer Regular nicht gesagt, dass sie gar nicht angekommen ist? Viel gespässiger dunkt mir, als sie überhaupt eingestiegen ist zu London. Eben. Ich meine, das ist doch nicht üblich, dass jemand auf einem Flug zwischen London und Basel so dir nicht mir nicht verloren geht. Nein, üblich ist das nicht, aber offenbar möglich. Aber mit Gottes Hilfe und Ihrer freundlichen Mitwirkung, Herr Kommissar. Ah, tun Sie sich keinen Zwang an, Herr Pfarrer. Sagen Sie ruhig, Herr Kollege. Susanne. Das war jetzt die Helvetiastraße. Hat ja doch zwischendurch so seine ruhigen Momente. Ich fand jetzt in der zusammengefassten Episode ist doch so einiges passiert. Oder? Gerade Flughafen, auch akustische Wechsel und so weiter. Natürlich, wir gehen in den Wald, wir gehen in die Villa, Ne? es wird gerast und gefahren, ja. Oder? Ich war doch von überrascht, fand ich gut. Das gegen Ende dann nochmal so ein bisschen angezogen hat. Ich war ja die ganze Zeit immer so ein bisschen irritiert, weil das Signalement vom Täter könnte man ja jetzt eigentlich auch auf dich anwenden. War ganz froh, dass du hier immer warst. Ja komm, junger Mann mit Brille. Bisschen verhuscht. Das wurde nicht gesagt. Meinst du, mich hätte man dann schon angehalten auf dem Flughafen? Nein, aber weißt du, worüber ich schon noch so ein bisschen nachgedacht habe, das hast du in der Anmodi von dem ersten Teil oder Teil 1 bis 3 so ein bisschen ausgestellt, dass der Mord am Anfang ja eigentlich eine Form von Sozialkritik oder Milieuschilderung enthält, die ja sonst eben in diesem Retro-Straßenkrieger manchmal ein bisschen übergebügelt wird. Ja. Und ich finde aber jetzt im zweiten Teil kommen so ein paar Sachen, werden benannt und werden angespielt. Und dazu gehört für mich eben auch diese gescheiterte Existenz des Medizinstudenten, die so ein bisschen tief blicken lassen unter dieser gelackten oder bisschen liebgemalten Oberfläche. Ja, erstaunlich, oder? Es ist zwischendurch plätschert es so fröhlich vor sich hin und dann bricht es immer wieder auf. Das stimmt. So das Augenscheinlichste, Gaudenz hat nicht gestanden vorher. Warum nicht? Also er hätte schon viel früher seine Haut retten können, aber offensichtlich ist die Tatsache des Schwangerschaftsabbruchs oder des außerehelichen Verkehrs überhaupt immer noch so anrüchig, dass man so lange wie möglich damit zögert, das einzugestehen. Fand ich schon. Weißt du, aber eigentlich kommt das ja wahnsinnig überraschend, dass er dann auf einmal sagt, nachdem er sich so vehement Jeanne d'Arc-mäßig die ganze Zeit gewehrt hat, nein. Und jetzt poltert er so raus, na gut, dann sag ich's doch. Aber ich konnte das, wenn ich das so ein bisschen in den Zeitkontext setze, kann ich's nachvollziehen. Darf ich dir nur kurz sagen, warum ich sage Zeitkontext? Weil ich gerade ein Buch gelesen über einen Schweizer Mordfall, der Mordfall Stadelmann, der spielt in den 50er Jahren. Ist jetzt nicht, dass ich den erzählen will, aber einfach, es wird in diesem Buch ganz viel von dieser Zeit geschildert. Und da geht es auch viel darum, zum Beispiel Verhütungsmittel, das gab es zwar schon, aber das kaufte man einfach nicht. Also weil du hast auch kleinere, wie auch hier, kleinere Kreise, wo Menschen sich noch viel besser kennen und Familien und Familienangehörige. Da gehst du nicht zur Apothekerin des Dorfs und kaufst dort Kondome. Also als Frau schon gar nicht, dann bist du ja sofort verschrien, aber auch als Mann kostete das noch Überwindung. Dann die Kirche, ich meine, der Pfarrer wird hier zum Glück nicht in die Verlegenheit gebracht, sich zu einem Schwangerschaftsabbruch irgendwie zu verhalten. Das haben sie geschickt ausgeklammert. Aber das macht ja vielleicht, du das jetzt beschreibst, ja auch das Hörspiel ein Stück weit aus, ne? Genau, eben dieses Nebeneinander von die Realität und die Bedürfnisse, die die Menschen so hatten, waren vielleicht schon andere, wie sie auch gelebt haben, aber so der gesellschaftliche Anspruch und die Vorgaben und die Normen waren noch ganz anders. Natürlich noch mal stärker dann, gerade eben dann die katholische Kirche noch dazu, bis zum kleinen Dorf, dann die bisschen verruchte Großstadt. Das steht dem starken Spannungsverhältnis und erklärt dann wahrscheinlich auch, dass man neben dem ganzen Geplätscher, wie gesagt, dann immer mal wieder so die Realität bekommt, auch recht derb.
Genau, aber da siehst du, dass das Hörspiel in seiner Zeit geschrieben wurde, weil es uns diese Sachen nicht noch erklärt. Wäre das quasi in der jetzigen Zeit entstanden mit dem Rückblick auf die 60er Jahre, dann würde das mitgeliefert werden, weil es nicht vorauszusetzen ist, dass man diesen Kontext aus einer eigenen Lebenserfahrung hat. Stimmt. Ja. Dadurch hat es natürlich auch ein bisschen was Wohltuendes. Das ist so ein bisschen das Ganze wie Marmelade. Also ich meine jetzt für den Hörer, die Hörerin in der damaligen Zeit. Weißt du, was ich meine? Also das ist eine geschönte Wirklichkeit. Und dadurch ist es eine unterhaltsamere und rote Rosen-Wirklichkeit so ein bisschen. Auch wenn das alles drunter liegt. Mhm. Ja. Weißt du, was ich auch krass fand? Den Onkel von Gaudenz, Vinzenz, der sich ja in den ersten Teilen so sehr für ihn einsetzt, oder? Durch die Lande fährt und überall an die Türen schlägt. Und jetzt ist er eigentlich nur noch damit beschäftigt, das Geld, das er sich irgendwie zusammengeschnort hat, indem er die Geschichte an die Presse verkauft, zu vertrinken. Anders tritt er nicht mehr in Erscheinung. Das stimmt. Ja. Wenn du es so sagst. Stimmt. Auch rechter Wechsel. Und dramaturgisch, ich meine, du hast es gesagt, es nimmt viel Fahrt auf. Da kann man auch bei manchen Bögen, muss man so ein bisschen schauen, wohin fahrt ihr jetzt und wer ist die Vermieterin und wohnt der Student oder welcher Student wohnt jetzt hier? Ist nicht ganz so einfach. Nee, man muss dann schon zuhören oder sich dann halt auch zwischendurch einfach ein bisschen mitnehmen lassen, ne? Ja. So, einfach, der Pfarrer wird schon wissen, wo es durchgeht und der ist ja auf dem rechten Weg. Hab ich zwischendurch auch mal gemacht, ja. Obwohl er sich ähnlich wie Sherlock Holmes lange bedeckt hält und uns viele Sachen nicht verrät. Also warum er möchte, dass Gaudenz vor der Beerdigung freigelassen wird, das erfahren wir ja nicht von ihm selber. Es erklärt dann niemandem seinen Plan. Und ganz augenscheinlich das Telegramm. Da habe ich mich sehr gewundert, weil wann, Wolfram, schreibt er das? Es ist ja ein gefaktes. Seine Schwester kommt nicht, sondern er will offensichtlich Regular auf diesen Flughafen locken. Ja. Also wir sind ja nicht jede Szene bei ihm, ne? Gibt ja schon mal Szenen, wo wir bei anderen Menschen sind. Da hat er viel Zeit, um Telegramm zu schreiben. Ja, aber ich verstehe gar nicht, Nein, aber schon aber zu dem Zeitpunkt ist noch gar nicht klar, wonach, also da ist das Wort Flughafen noch nicht gefallen, außer vielleicht Maja und dem Täter, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, die sprechen natürlich auch über das Wegfliegen da wiederum war der und Pfarrer ja nicht dabei. Da war er nicht dabei, ja. Also Vorsehung hatte er in einer gewissen Form auch. Vorsehung, dass das Hörspiel langsam fertig werden sollte mit der 5. Folge. Na, weißt du, ich habe das nämlich gedacht, das ist fast wie ein Raustritt aus der Geschichte, dass nämlich der Autor gesagt hat, wir brauchen jemanden an dem Flughafen. Naja. Und der Pfarrer das nachher auch so lamoyant kommentiert, ja, man kann ja gar nicht fliegen, wenn man nicht eingestiegen ist, als wenn er selber darum weiß, dass seine Figur hier einen dramaturgischen Kniff tragen muss, der gar nicht kausal irgendwie aus der Geschichte heraus zu erklären ist. Das stimmt. Alles mit göttlicher Eingriff quasi durch den Autor. Hey, wenn wir gerade beim Autoren sind, ich finde, was er jetzt vielleicht neben dem einen oder anderen dramaturgischen Schlenker, der nicht ganz aufgeht, ich finde, mir hat der Wortwitz dann doch Spaß gemacht. Ich finde, es gibt immer wieder so schöne Momente. Gerade am Anfang, wo mal jemand sagt, machen Sie mir einen Kaffee, sonst rege ich mich wieder ab. Finde ich göttlich. Weißt du? Ach so, ja. Ich brauche einen Kaffee, um meine Aufregungs... ich war gerade an einer anderen Stelle, als er in der Kneipe einen Kaffee bestellt und sagt, aber in der Tasse. Da habe ich mich gefragt, wie denn sonst? Ein Bierglas? Ja, genau. Ohne alles. Ja, oder so, die Kutte macht nicht den Mönch und so. Ich finde, da hat so viele Redewendungen, so viele Sprüche mit dem Humor, die auch dem Ganzen nochmal doch viel Farbe geben, so den Figuren. Und auch so in dem Klein-Klein, was da behandelt wird, bin ich mal ganz gut unterhalten. Ja. Ich darauf einlasse. Ich weiß immer noch nicht, warum der 5 Franken Schneck heißt. Aber wenn ihr euch gewundert habt, warum Charlie, Mosers Freund, bei den Kneipentouren in den Shownotes ja als ein Störzer bezeichnet ist, das habe ich nachgeschlagen mit Hilfe meiner Mundart-Kollegen. Und? Das ist quasi eine Form von Landstreicher. Ah. So, genau. Ich dachte, weißt du, ein Störzer, einer mit Ü, der das Bier hinunterstürzen kann, aber nein, es ist der Störzer mit Ö. Der Stürzer. Ja. Gut. Ja, also eine schöne Sache, aber ich bin auch froh, dass es jetzt zu Ende ist, ne? Also es waren jetzt viele Minuten in der guten alten Zeit, in Anführungszeichen. Das stimmt. Wir können ja noch mal in die gute alte Zeit reisen. Es gibt ja noch einen zweiten Fall. Macht man nicht gerade morgen. Nächste Woche geht's in ein ganz anderes Universum. Und zwar in ein Comic-Universum, wo er selbst schon viel gemacht hat als Hörspiel. Und
eins von den vielen ist neu und ein Krimi. Und den möchten wir gerne hier präsentieren. Jetzt habe ich ihn extra ein bisschen hängen lassen, weil Wolfram ist maßgeblich an dieser Produktion beteiligt. Der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen, dass er so ein bisschen eine Affinität für Computerspiele und Comics hat. Genau. Und da ist schon vor 10 Jahren habt ihr angefangen, Donjon, eine französische Comicserie, fürs Hörspiel zu bearbeiten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob das funktioniert, ich schwöre euch, es funktioniert. Und jetzt kommen brandneue Folgen. Genau. Die alten kann man jetzt schon wieder hören im Hörspiel-Podcast. Und bei den neuen ist eben wirklich eine Krimi-Folge dabei. Und die möchte ich gerne hier präsentieren. So, um vielleicht den einen oder die andere da neugierig zu machen auf die Welt des Donjon. Wenn Monster morden, und das ist wirklich nicht brutal gemeint, sondern urkomisch. Also, bis zum nächsten Monstermord. Macht's gut. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.